Und Servus zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, dem besten Podcast der Welt. Manche sagen nur der bayerische, aber ich sage, es ist immer nur der beste auf der ganzen Welt. Nein, das ist ein Narzisstenzeig, ist das. Es ist narzisstisch, ist das. Ja, es heißt ja eine Narzisstollusion. Okay, dann passt's. Wie ihr es gerade merkt, haben wir noch einen weiteren Narzissten dabei, der nämlich nicht mehr abwarten kann, bis er anmoderiert wird, die Potsau. Dann erzähl uns einen Krampf. Der Mike ist da. Servus und Habitäre beieinander. Und wenigstens einer mit Anstand, der wartet, bis er genannt wird, nämlich der Corby ist auch dabei. Hallo Corby. Hallo Kani, hallo Mike. Hallo Corby. Es ist schön mit euch hier zu sein. Ja. Jo, und einer glänzt mit Abwesenheit, weil heute war eigentlich eine Folge zu viert geplant gewesen, denn es ist unsere riesen Roundup-Folge übers Hardline 2026, bei dem auch der Seppi dabei war, aber da er zu blöd ist, unseren Gruppenkalender zu lesen, zu nutzen oder Antworten zu lesen, oder Nachrichten im Chat, glänzt er mit Abwesenheit. Oder am Wochenende zuzuhören. Oder am Wochenende, stimmt, das ja auch noch. Also wir haben es über einen Gruppenkalender versucht, über einen Gruppenchat versucht, über Gruppengespräch und Gruppentherapie, aber nichts. Eine Flaschenpost habe ich ihm geschickt. Ja, nix. Tauben en masse, nixe. Also dieser Kerl ist wirklich an Unfähigkeit nicht zu übertreffen. Drum einmal in die Kommentare ein riesiges Unfähigkeits-Seppi rein. Aber wir schaffen es auch zu dritt, oder? Wir sind sowieso viel cooler als der Seppi im Hardline. Ja, wenn man dafür Autos dabei gehabt, die gegangen sind. Das stimmt, ja. Also da kann ich jetzt mal wirklich nichts dafür. Überhaupt nichts, aber es war schon schlimm. Naja, hast du den Seppi schon mal Autofahren gesehen? Wenn bei jedem Gangschalten die Zähne putzt werden, dann ist ja klar, dass das Ding irgendwann einmal abkackt. Aber hey, ihr habt ja eh schon Recap-Folgen gehört, der Mike und der Corby waren da immer schön fleißig unterwegs und haben da gleich was rausgehauen für euch. Ja. Ich war erst ab Freitag dabei und der Seppi auch erst ab Freitag, weil der ja, wie gesagt, sein Auto mit Gewalt aufgehaxt hat, damit er am Donnerstag dann lieber 8 Stunden am Parkplatz auf dem ADAC wartet, anstatt im Kino sitzt. Die arme Sau. Und am Samstag, das kommt ja nur dazu, zudem, dass er so unfähig ist er Samstag auf Nacht heimgefahren, weil er muss jetzt ein Catchen anschauen. Catchen. Er kann nicht da bleiben am Sonntag, weil er muss Catchen anschauen. Was ist mit ihm? Ich flipp aus. Ich mag auch die Herren nicht richtig. Da warten wir ganz so lange auf dieses fucking Hardline und dann nehmen wir das Wresteln, das Catchen, nehmen wir dann vor. Was ist denn los? Also, irgendwas, dem feilt's ein wenig, glaube ich, oder? Ja. Also, ich versuche jetzt mal ganz kurz zu verteidigen. Ich glaube, das hat Netflix mit Absicht gemacht. Die versuchen da das Hardlines zu sabotieren. Die arbeiten mit dem Fantasy Filmfest zusammen. Ja, genau. Die haben gesagt, hey, ab Sonntag macht sie Wrestling. Ja, wie Sonntag? Das geht nicht. Das ist der letzte Tag vom Hardline. Ihr macht das. Ja, ich darf's da catchen. Von dem besten Podcast der Welt ist dann schon mal einer weniger da. Ja. Dann hat's machtlos. Also riesiger Sabotageakt von Netflix. Danke für nix. Ja, richtig. Aber wir haben uns nicht kaufen lassen von die Catchers. Nur der Seppi ist da weich geworden. Wir haben es durchgezogen, dann bis Sonntag zum bitteren Ende. Das wurde genannt Jumpscare. Und jetzt erzählen wir euch einfach mal ein bisschen, wie es uns 2026 an sich gefallen hat, wie die Filme waren, was für neue Leute das wir kennengelernt haben, weil wir haben zwar wirklich unglaublich tolle neue Menschen kennengelernt, kann zumindest ich behaupten. Der Mike nicht so, weil sie nicht aus Deutschland sind, das war sein Problem. Aber mehr dazu später. Hey, fangen wir mal an. Ihr habt ja einen Tag mehr gehabt als ich, weil ich leider am Donnerstag noch nicht konnte. Du bist der nächste Spacko, der sich fürs Hardline was vornimmt. Das Hardliner nimmt sich für den Donnerstag in einen Krampf vor. Ja, arbeiten. So wie es der Friedrich Merz gern hat. Das hab ich durchgezogen. Ich bin da nicht so ein Schlendrian wie ich zwar, gell? Stell dir vor, es geht beides. Man kann arbeiten an dem Tag und ins Hardline gehen, weil es erst um 19 Uhr losgeht. Hobby. Ich hab ja auch gearbeitet. Ich war im Hardline und hab für Viva la Movilusion gearbeitet. Also, es war einmal der Donnerstag vom Hardline, sprich der 16. April. Ach, ich möchte jetzt dann am Kaminfeuer sitzen auf deinem Schoß, während du das erzählst. 14.30 Uhr. Ich stieg in mein Auto und begab mich nach Straubing zum Corby. Und dann haben wir losgefahren ins Hardline, haben wir gleich einmal unser Hotelzimmer bezogen, das wie immer super toll ist im Tag 1. Immer das gleiche Zimmer und man fühlt sich da gleich wieder heim.
Ich krieg immer so diese Anordnung von Zimmer. Ich war noch nie in einem anderen Zimmer wie in dieser Anordnung, wo ich drin bin. Und ja, das ist einfach immer wie ein bisschen so die Einstimmung schon zum Festival. Dann haben wir natürlich auch gleich die Franzi gesehen. An dieser Stelle, Servus und Habitäre an die Franzi. Schön, dass du auch wieder dabei warst. Das war ihr Geburtstagsgeschenk von uns, Fegel, an sie. Weil wir gesagt haben, hey, das kann's brauchen, wir machen mal schön was miteinander. Weißt du schon, weil so materielle Sachen ist immer so eine Geschichte. Und wir haben gesagt, wir machen mal einen schönen Ausflug miteinander. Und was für ein Ausflug ist der schönste? Der ins Hardline, richtig. Der ins Hardline, das heißt, wer gefällt sich dann nicht am meisten, dass er zu seinem Geburtstag von fremde Leute für 4 Tage Eintrittskarten geschenkt kriegt für ein Festival, wo man eigentlich dann nicht nah sagen kann. Also wir haben ja ihr keine andere Wahl gelassen. Ja, wir haben es richtig genötigt. Ja, und sie muss dann saufen und so. Sie war 4 Tage lang unsere Gefangene. Ja. Das ist also, es gab ja dann am Sonntag in Ringsburg ja sogar eine Demo, die gegen diese Form der Gewalt an Frauen war, und Franzi ist dann endlich freigekommen. Ja, die haben es befreit. Ja, endlich, endlich. Ich finde das auch gut, dass sie das gemacht haben, weil Franzi hat mir schon leid da. Aber weil der Mike schon sagt, Materielles ist nicht immer so toll, man schenkt lieber Erlebnisse. Richtig. Und das haben wir einfach drauf, weil Viva la Movilusion ist immer ein Erlebnis. Der größte Erlebnis-Podcast der Welt. Ja, das ist wieder Bayern Park in Podcastform. Ich finde es auch super, der Mike hat auf jeden Fall Franzi hier erwähnt, wer nur dabei war. Ja. Und der wird wahrscheinlich gerade da sitzen und denken, oh Gott, sie hat mich schon wieder vergessen. Überhaupt nicht. Ich muss ja die auch los. Die kann jetzt nicht die Geschichte erzählen bis am Freitag, bis der Kani dann einspringt, sondern du warst ja auch dabei, du darfst dir auch was sagen. Und ich habe jetzt Franzi gemacht und du darfst den an Christoph nur nennen. Der Christoph war nämlich auch da, schon fesch mit der Viva la Movilusion kappen. Und die hat er erst am Freitag gekriegt, weil ich die mitgebracht habe. Ach so, dann ist meine Erinnerung hier ersten Tag, am Donnerstag hat er noch scheiße gekleidet, Egal, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Ich möchte nur kurz kommentieren, dass so locker flockig, wie der Mike das erzählt hat, es nicht war, nach Regensburg zu kommen. Also zum einen sind wir erst einmal losgefahren zum Mediamarkt, weil ich am Kani unterstellt habe, dass es so eine gewisse Möglichkeit gibt, dass er meine Kamera, die bei ihm gelagert war, nicht mitnimmt. Also habe ich nur schnell ein Stativ mit Licht für mein Handy geholt. Das wollte jetzt eben auslösen, weil ich gewusst habe, wie offiziell das ist. Jetzt weiß es. Aber wieder mal habe ich bewiesen, dass es einfach nur gemeine Unterstellungen vom Corby sind, und ich natürlich absolut vertrauenswürdig und verlässlich bin und habe alles dabei gehabt. Frisch aufgeladener Akku in der Kamera. Aber man muss dazu sagen, als Beweis gibt's einen Chat, wo der Corby ganz oft fragt, hey, nimmst du die Kamera mit? Und deine Antwort war nur entweder nee oder was für eine Kamera oder keine Ahnung, von was du redest. Also ich kann das verstehen, dass der Corby ein bisschen gestruggelt hat. Ja, jetzt pass auf, die Beweislage ist aber nochmal ein bisschen umständlicher, denn privat haben wir mir schon geschrieben und gesprochen. Und ich habe ihm schon gesagt, dass ich es mitnehme, und ich habe keine Lust, dass ich 8-mal nochmal sage, ja, da hat der Corby jetzt sich einfach ins eigene Fleisch geschnitten. Okay. Dann habe ich da ein wenig zappeln lassen, die Ratte. Okay. Aber ist ja cool, dass du fürs Handy jetzt so ausgestandet bist. Mein letzter Stand war, dass ich dir vorgeschlagen habe, du kannst ja die Kamera schon mal am Donnerstag in dein Auto da. Und da habe ich keine Antwort dazu bekommen. Ich wusste also nicht genau, ob du das jetzt machst, dass du da nicht. Lass ich mir jetzt nur wie ein 3-jähriges Kind die einzelnen Schritte des Kamera mitnimmst vorgeben, oder was? Man muss dazu sagen, im Vorjahr hat er vergessen, das Licht mitzunehmen, wo ich ihm auch mehrfach gesagt habe, was ist da. Punkt für aber das hat er nichts das Licht das brauchen wir ja nicht. So, okay. Hardline. Wir sind dann ins Hardline 4 gegangen und haben uns sehr gefreut. Wir haben nämlich neue Freunde kennengelernt. Und zwar den Florian und den Martin vom Art or Trash Cinema Podcast. Und ich muss sagen, also Leute, ihr zwei, ich lieb euch. Ihr seid einfach super. Ihr passt so gut in dieses Festival mit rein. Ja. Ich glaube, sie waren da ein bisschen überrumpelt und schockiert, wie herzlich wir sie aufgenommen haben. Ja, sie waren sehr begeistert auf alle Fälle. Also ich muss auch sagen, da geht eine riesige Kartoffel, eine riesige Potato geht raus an die 2 Babys. Ja. Ich war auch, ich glaube, ich war schockverliebt in die 2. Ja. Und es hat also eigentlich selten so schnell, so gut auf der persönlichen Ebene passt, wie mit denen 2, finde ich. Ich habe einen Mords Spaß gehabt. Ich habe jetzt halt einmal reingehört in eine Hardline-Folgen, und sie geben uns das auch sehr herzlich zurück, was ich bis jetzt gehört habe. Da ist mein Herzchen schon ein wenig aufgegangen. Und aber es ist trotzdem,
wie der Martin schon gesagt hat, er schämt sich das müssen wir auch nochmal hier im Podcast erwähnen, also wirklich, Martin, schäm dich für die Husterei im Kino drinnen, das von Stille durchzogen war, ist eine Unverschämtheit gewesen. In Bayern hust man nicht. Nein, da hust man überhaupt nicht. Sie wissen, wovon das man redet, wenn man sich eine zweite Folge anhört zum Hardline. Aber echt, so geile Affen, so viel Spaß gehabt mit den Vögeln. Ich habe zuerst einmal, wir haben über Social Media schon öfter Kontakt gehabt und so und eben auch an diesem Hardline Donnerstag, weil die Herren gefragt haben, wann gehen wir denn da in die Kinokneipe? Dann waren wir, der Kobi und ich, in der Kinokneipe. Dann gibt's noch ein Riesenproblem, und zwar die Leute von Art or Trash, die zwei Herren, sind inkognito. Also die haben auf einer Instagram-Seiten und beim Podcast und so, da sieht man ja die Gesichter nicht. Jetzt war das ein wenig, da haben nämlich im Biergarten schon einige Likes gesessen. Ich habe dann am Flo einen Veranstalter mich fragen müssen, nachdem ich natürlich herzlich umarmt und begrüßt habe, wer denn dann die Schweizer sind, oder? Und dann hat er gesagt, das sind die da hinten. Und dann haben uns da der Kobi und ich gleich mal dazugehauen. Und es war natürlich wieder Liebe auf den ersten Blick. Ja, richtig. Also wirklich zwei so tolle Menschen. Ja. Es ist ein bisschen gemein von uns, weil natürlich jedes Jahr haben wir bis jetzt neue Leute kennengelernt und die in unser Herz reingeschlossen. Aber da hat die Chemie gleich von Anfang an passt. Ja. Wir haben einen lustigen Dialekt, Sie haben einen lustigen Dialekt und ja, wir reden meistens über Horrorfilme. Sie ja ununterbrochen, so wie ich das aus dem Podcast rausgehört habe. Ja, nicht nur über Horrorfilme, sondern die gehen halt eine Nummer weiter. Also wer mich so richtig Gequatsche her möchte über den Bodensatz des extremen Kinos, also so richtig asoziale Scheiße. Dann soll er bei denen mal Also rein. Mario und Dora-Shit und so ein Mist, oder? Die machen in einer Rachenputzer. Haben so ein Format, da reden sie quasi über Filme, die ich jetzt leider nicht sagen darf, also das piept mir der Kani wieder aus. Ja. Ja, ich darf es leider nicht sagen, also das ist ja wirklich krassestes Material. Richtiges Schweinskino. Ja, das die besprechen. Genau, da hört es mir eine, weil das ziemlich cool ist, was die da abliefern. Und sehr, sehr strukturierter Podcast, nicht so Pfeifen durcheinander Schmatzerei wie bei uns, sondern das ist eine Struktur, da geht der Rauch davon. Das liegt aber nur am Flo. Ja. Und das betont er ja immer wieder. Und also so unstrukturiert finde ich jetzt unseren Podcast auch wieder nicht. Nicht? Ja, der Mike ist ein Depp. Na gut. Ach so. Das Dann mach ich da mit den Schweizer einen Podcast, Kruzifix. Da die viel lieber als Glaub mit ich euch das aussteigen. sofort. Ja, die sind viel cooler als ich. Glaube ich. Neben Art or Trash Cinema Podcast waren natürlich auch wieder andere Podcast-Kollegen vor Ort. Und zwar der Manu und der Peter von den Filmfressen, die haben wir gesehen. Die wir jetzt nicht mehr so gern mögen, nachdem wir die Schweizer kennengelernt haben. Jo, die haben schon wieder. Hey, coole Überraschung aber auch, dass der Guest wieder da war. Der ist ja so voll, auch noch voll heimlich rübergefahren. Das war eine riesen Überraschung für die Filmfressen. Ja. Wir haben es ja schon lange geplant, sie mit zum Treffen. Und der Flo hat das auch sauber geheim gehalten und keiner von uns hat's gewusst. Das hat mich auch sehr gefreut, einen Gast wieder zum Sehen. Schaut, dass der Dennis und der Lee von die Bewegtbildbanausen nicht dabei waren. Aber zumindest einer dieser Berliner Schnauzengang war am Stissel. Ja, der Kobi und ich haben das übrigens schon gewusst. Ja. Aber wir haben dicht gehalten quasi, weil wir mir Ist als Hundling. Hund sind. Und die Filmfressen waren nicht alleine. Sie hatten den Alejandro. Alessandro dabei. Jetzt habe ich mir gut gedacht, das darf ich jetzt nicht vergessen, der Alessandro. Alejandro. Der auch ein sehr cooles Projekt auf Instagram hat, der bespricht Jali. Und da müsst ihr auch mal vorbeischauen. Das ist Cinema Volante. Schaut mal vorbei beim Alessandro. Der macht das ziemlich cool und ist ein sehr netter Kerl. Ja, der ist auch sehr cool gewesen. Haben wir am letzten Abend in der Kinokneipe noch Zeit miteinander verbracht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Den wir auch nicht vergessen dürfen, weil er ja auch die ganze Zeit bei uns mit dabei war und auch in der dritten und letzten Mini-Recap-Folge Gastmoderator war, der Tobi von Kollegen von Filmtoast. Filmtoastbrots. Ich hab mal erklären lassen, er schreibt hauptsächlich immer für das Hardline und ich wollte ihm dann schon unterstellen, weil wir da sind, richtig. Aber ja, ich wollte ihn dann nicht bloßstellen. Okay. Dann damals hier. Er kann sich nicht wehren, niemand kann Eben, widersprechen. er ist nicht da, also jetzt können wir richtig verleumden. Ja, Und richtig. der Neon-Zombie ist ja auch ein Medienpartner vom Hardline. Der war nicht da, der Markus. Dafür hat er einen Stellvertreter geschickt, den Christian. Und das war ein sehr netter Herr, mit dem hat man auch sehr schön frühstücken können. Kabi und ich haben wir sehr schön diniert mit ihm. Und war eine sehr würdige Vertretung für den Markus auf jeden Fall. Definitiv. Also das Herz ist wieder eine geile Gang, ein geiler Haufen mit Neuzugängen und das ist Nur Liebe. irgendwie jedes Jahr so, man lernt neue Leute drinnen kennen und das passt bisher immer sofort. Ja. Also das heißt, community-technisch wird's immer besser. Aber wie schaut's eigentlich mit den Filmen aus?
Dum, dum, dum. Da müsst ihr am Donnerstag das verzeihen. Da war ich leider nicht dabei Ja. und das ist sehr traurig, weil zumindest der Buffett Infinity, meine ich, heißt der hätte mich ja voll interessiert. Das ärgert mich richtig, dass ich diesen Trash-Block vom Dominik, vom Idioten, nicht erleben hab dürfen. Da musst du jetzt nur kurz gedulden, da werden wir dann gleich drüber reden. Wir fangen aber um 19 Uhr mit dem ersten Film, und zwar Virgin of Quarry Lake. Mit dem ging's los, ja. Unsere Schweizer Kollegen haben das die ganze Zeit irgendwie anders genannt. Nicht Quarry Lake, sondern Quarry Lake. Kann sein, dass wir es... Ja, die können da nicht gescheit schmerzen. Der Virgin auf der Quali Lake, oder? Ja, Virgin of Quarry Lake. kann sein, Das dass wir... Virgin of Quarry Lake, die machen doch alles immer ein bisschen verniedlich. Virgin Lee auf the Quarry Lake. Kruzifix. Gut, also, wir haben da einen Coming-of-Age-Film, der, ich finde, ein bisschen so eine Folk-Horror-Geschichte miteinander vermischt. Die Sil ist ein Mädchen, die wächst in Argentinien auf, in einem in einem Viertel, wo es alles nicht ganz so koscher ist, es herrscht Armut, es kommt zu Stromausfällen, das Wasser ist knapp und in dieser Welt voller Entbehrungen wächst sie auf mit ein paar Freunden und sie wäre quasi heiß auf ihren Macker, da wo sie jetzt nicht weiß, wieder nicht weiß, wie der heißt. Der steht da jetzt. Diego? Sie ist in einen Jungen verliebt. Sie ist in einen Jungen Diego. Okay. Der Diego war's. Sie ganz sind sicher. Okay, der Diego. Sie ist in Diego verliebt, den alten Lumpen. Und dabei sucht sie der andere, die ist ein wenig älter und die möchte ihm geilerweise aber an der Nudel spielen. Oh, und ja, auf dem alten Radl lernst du das von, wir halt wissen. da springt er an und die Sil hat damit ein massives Problem. Und wie sich das dann alles entwickelt und ob dann auch vielleicht noch was Übernatürliches dazu kommt, das sagt sie in The Virgin of the Quarry Lake, der schon mal ein sehr cooler Einstand war ins Festival. Das genaue Gegenteil war zu dem Film vom letzten Jahr, wobei da den Titel nicht mehr weiß, aber der war total neblig und finster. The More. Danke, Corey. Mein Gott, Corey, super. Genau, und das ist quasi das Äquivalent dazu, nur sonnig und schwitzig und dafür aber auch sehr langsam im Aufbau. Aber hat mir sehr gut gefallen, war cooler Einstand. Genau, also obwohl er langsam im Aufbau war, war er aber schon stellenweise ziemlich hart. Ja. Ich habe die ganze Zeit gerätselt, wann die spielt, und dabei steht es ja hier in der Beschreibung drin, 2001, 2002, weil, und Kani, das hätte dich sehr gefreut, man da immer wieder ICQ gesehen hat und dann hat es ab und zu mal gemacht und ja. Good old days. Ich habe mir gedacht, nur deswegen haben sie das da hier 25 Jahre zurück in die Vergangenheit geschickt. In Wirklichkeit ist es um diese Staatsbankrott-Geschichte gegangen. Und nicht, weil es da ICQ gab. War mal geil, 1,5 Stunden Horrorfilm über ICQ. Genau. Ja, und dann ging es eben weiter mit dem Mr. Trash-Auswahlfilm Buffett Infinity vom Simon Glassman, der unter anderem sich auch von uns interviewen ließ, zusammen mit seiner Frau Alison Bench oder Partnerin. Seine Frau. Glaube ich, gesagt. Seine Frau. Ich hätte auch gesagt, Die Frau, die mega sympathisch ist. I'm Alison Bench, producer and actress with Buffet Infinity. I'm Simon Glassman, director, producer, and writer and editor, and voice of Buffet Infinity. And we're at the Hardline Festival. Super excited to be on the Viva la Movie Lucian podcast. ja, weil die Sandwich verkaufen ohne Ende. Ja, die war übrigens, also wir spielen jetzt quasi schon auf den Inhalt vom Film an, weil die Frau von dem Herrn spielt eben auch in dem Film mit und spielt eine mega sympathische Sandwich-Verkäuferin, die eine ganz einzigartige Soße hat, die ihre Sandwiches veredelt. Und Sandwiches veredelt. Oder Sandwiches? Sandwiches? Schreibt es in die Kommentare. Bei Buffett Infinity wird die Geschichte erzählt in Nachrichten, Aufnahmen und Werbeclips. Und so, wie sich die Handlung entwickelt, ändern sich auch die Werbeclips oder wo es quasi in der Welt da gerade so abgeht, das sehen wir mir quasi. Die ersten 20 Minuten habe ich schon mal überhaupt nicht gewusst, wo es überhaupt hinten und vorne ist und Mandal Weiberl, keine Ahnung. Auf jeden Fall entblättert sie nach einiger Zeit dann die Geschichte um dieses Buffett Infinity, der quasi alles verschlingt in jeder, also es ist jetzt zweideutig zu verstehen, er verschlingt wirklich alles. Und es ist sehr lang, also ich glaube, dass es über 100 Minuten waren, oder 99 Minuten, es sind genau 99 Minuten, die sie ein wenig lang angefühlt haben, weil dieser Irrsinn
einen dann auch zum Abstumpfen bringt. Also so wenn dieses Ding 80 Minuten dauert hätte, wäre das perfekt gewesen, weil das Visuelle und die Ideen, die da drin gesteckt sind, waren wirklich toll. Und wie gesagt, das war einfach ein ganz bisschen lang. Und dieser ganze Impact an Irrsinn die ganze Zeit, irgendwann stumpfst ab. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Film, den ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht nicht direkt in Trash reindort hat, aber er ist einmal teilweise ganz schön abgefuckt. Zumindest ist man die erste Dreiviertelstunde schon damit beschäftigt, herauszufinden, kommt da jetzt wirklich nur so ein Horrorpart? Weil er hat es in der Einleitung dann auch gesagt, für ihn ist es eher ein Horrorfilm. Und als der dann kam, da muss man schon pusten, weil das ziemlich hart ist, was man dann da sagt. Ich sag nur Body Horror, meine Freunde. Ja, gibt's ein bisschen was. Das Ganze war eine Deutschland-Premiere und ein richtig geiler Abschluss für den Auftakt des Festivals. Der Maiko und ich können natürlich ohne einen Kane nicht großartig uns dann in die Kinokneipe setzen und besaufen. Das heißt, Das ist echt der schlechte Einfluss hat er gefeit. ja, richtig. Das heißt, wir sind draußen gestanden und haben da gesoffen. Genau. Und als wir dann damit fertig waren, dann sind wir dann zurück ins Hotel und haben dann den Freitag um 13 Uhr weitergemacht mit I Live Here Now. Und da war der Kanye dann schon da. Und endlich war der Kanye da und schon ist uns das Herz aufgegangen. Ja, und Hosen. Logo. Ja, das ist normal. Ich bin einfach ein Dosenöffner, Hosenöffner. Oh. Alles Öffner. Deutschland-Premiere von I Live Here Now von einer doch sehr namenhaften Regisseurin, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber der Kanye erklärt gleich, warum die namenhaft ist. Genau, ihr werdet sie vielleicht bald kennenlernen, denn es ist die älteste Tochter vom Al Pacino, die Julie Pacino, und sie hat hier ihr Langspielfilm-Debüt abgegeben und holla die Waldfee. Also so habe sie als Debüt abgegeben, das ist schon mal eine Ansage. Ich finde es immer so toll, weil ganz oft wird ja, der Film ist Lynch-esque gesagt, das wird ja in meinen Augen ziemlich inflationär benutzt, sobald irgendeine Szene dabei ist, die sich nicht hundertprozentig erklären lässt, heißt sofort, das ist ein Lynchesque. Oder wenn irgendeine Kamera ein bisschen übersteuert rot ausgeleuchtet wirst, ja, absolut Lynch. Und das erste Mal... und das erste Mal, ja, da bist du auch mit angesprochen. Ja, ich weiß schon, ich fühle mich angesprochen. Was sagt er denn schon wieder? Und das erste Mal war es aber ein Film, den ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, diesmal passt's wirklich. Also diesmal fühle ich flippe aus. So richtig. Ja, so war das. Ja, für die war das nichts. Das war ein feministischer Film. Das ist nichts für die. Deswegen habe ich nicht verstanden. Eben, ja. Und da ich eine sehr weiblich ausgeprägte Ader habe, auch im Intimbereich, bin ich da natürlich voll involviert gewesen. In dem Film geht's um die Schauspielerin Rose, die einen ziemlich harten Eingriff als Kind gehabt hat, durch den sie eigentlich dann auch gemeint hat, sie kann nicht mehr schwanger werden, und kriegt irgendwann die in Anführungszeichen erstmal Hiobsbotschaft, dass sie mit ihrem Techtelmechtel, so einem berühmten TikToker, gespielt von Matt Rife, großer Comedian in Amerika, dass sie von ihm schwanger wird, ungewollt. Und der Typ hat einen ziemlichen Mutterkomplex, wie sie dann rausstellt. Völlig gestört. Dann haut sie ab, weil sie denkt sich so, weil die Mama da sich da dann einmischen und sagen so, okay, machen wir jetzt so und so, wie ich das sag. Und sie hat da keinen Bock drauf und haut ab und flüchtet in ein Hotel, oder Motel, wo jetzt der Name nicht mehr weiß. Und dann wird's eigentlich richtig abgespaced. Dieser Film, glaube ich, spielt überwiegend nur noch in ihrer Gedankenwelt. Wie kann man denn den Namen des Hotels vergessen? Ich wollte jetzt gerade sagen, komm, ich weiß es 100%ig, wie das Hotel heißt. Sag mir. Was ist denn da los mit dir? Das heißt Crown Inn. Okay. Ja. Ja, dann heißt es Crown. Ich weiß nur noch, dass ihr Zimmer... Das ist gar nicht so ein unwichtiges Detail. Ich weiß nur, dass ihr Zimmer der Laufofen war. Das hab ich noch gewusst, aber den Hotelnamen habe ich nicht mehr zusammengebracht. Auf alle Fälle, sobald wir dann in diesem Hotel drinnen sind, glaube ich, sind wir so keinen einzigen Moment mehr in der Realität, sondern nur noch in ihrem Kopf. Und es geht um Überwindung von Traumata, dass man sich seine eigenen inneren Dämonen stellt, seinem eigenen inneren Kind, das zum einen voll verängstigt und ist, das zum anderen aber ziemlich selbstzerstörerisch oftmals lebt, das Ausbrechermächt durch selbstzerstörerisches Verhalten, wie zum Beispiel Raucher und Alkohol und Drogen. Es geht um das Recht am eigenen Körper, um das Recht an der Abtreibung. Also es hat unglaublich krass viele Themen drinnen, in meinen Augen manchmal sogar ein bisschen zu viele Themen drinnen gehabt, aber am Ende trotzdem noch gut genug verpackt. Man merkt halt einfach so, dass es sich da ein bisschen spielt und ausprobiert. Ich habe jetzt leider keine von den Kurzfilme gesehen. Das hat mich aber jetzt stark interessieren, wie sie sich da ausgetobt hat, aber für ein Debüt war ich echt
ich war richtig überfahren und geflasht von diesem Film. Das war definitiv krass. Also da hat man gemerkt, dass sie da wahrscheinlich ziemlich viel experimentiert hat, weil am Anfang wirkt der Film relativ straight. Erst dann wird er strange. So, jetzt habe ich die Kurve doch nochmal gekriegt. Wobei am Ende halt dann für mich dann wieder, gerade wenn sie eben dann in den Verteidigungsmodus schaltet, in den sehr physischen, da hat er mich dann wieder voll gehabt, da war er dann wieder aus dieser strangen Phase dann raus und das war wieder so ein typischer Hardline-Film. Das ist so ein Ding, da geht man raus und kann dann mit allen drüber diskutieren, so, war das jetzt ein Meisterwerk oder war das Rotz? Also ja, ähnlich wie bei diesem Dawn Breaks Behind the Eyes, da war es ja auch ähnlich, wo du gemeint hast, okay, der hat eine ganz herkömmliche Narrative da, das kriegt das Überblick, alles und irgendwann trifft er das dann in kompletten Irrsinn ab, wie jetzt eben auch bei dem Film. Aber ja, ich kann mir jetzt meine zwei Vorredner eigentlich nur anschließen und ich habe es auch im Roundup eben auch schon mal gesagt, toll. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, man kann ja viel, ich finde, der hat halt extrem viel Interpretationsspielraum. Ja. Was möchte ich alles sagen, was liest jeder persönlich für sich heraus, weil das ist ja immer ein Unterschied, was man persönlich damit anfängt, weil für Mike ging's, glaube ich, krasser um das Thema Abtreibung, für mich ging's krasser noch um das Thema eben mit inneres Kind und so weiter, das man weggeschlossen hat. Also das finde ich immer geil an sich in die Filme, wenn die so große Möglichkeiten lassen, dass man für sich selber ganz viel mitnimmt und sagt. Und bei meiner Letterboxd-Review habe ich die Frau Pacino markiert und die hat mir dann auch geschrieben. Hey. Und die hat dann geschrieben, hey, und sie ist sehr erfreut über die Review und that means the world to me, hat sie geschrieben. Wow. Cool. Gute Frau. Also ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass das ihr schon ihr innerer Kampf ist, aber sie praktisch schon dabei ist, abzutreiben. Das mehr oder weniger so wie ein Traum ist. Und am Ende kommt dann raus, okay, sie hat er jetzt fertig abgetrieben. Oder sie hat einfach das Kind nie gehabt und hat sich einfach damit auseinandergesetzt mit ihrer Vergangenheit und mit ihrem Schutzmechanismus, den sie aufgebaut hat. Also das war immer so diese Waagschale, diese schwarze, verführerische und die kindliche, kleine und so. Und am Schluss kommt dann drauf mit dieser Krone, mit dieser Metapher, sie ist jetzt Herr über sich selbst und sie ist jetzt die, wo über alles bestimmt und lässt sie nicht mehr bestimmen. Weder von der Gegenwart noch von ihrer Vergangenheit. Noch von der Mom von dem anderen. Genau. My body, my choice. Richtig. Sag ich auch, wenn es mich angelangen möchtest, du Sau. Für wen hat jetzt das gehört, für uns zwei? Aber für euch alle drei, der Seppi darf sehr angesprochen werden. Ja. Ich habe ja wahrgenommen, der lief ja unter anderem bei The Final Girls, Genau. bei dem Festival. Wir haben ja mindestens, glaube ich, 2 Filme gehabt, die dieses Thema Kindgering ziemlich mies behandelt haben. Ja. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, irgendwie seltsames Thema für dieses Festival. Was kommt als nächstes? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, also wir haben ja schon einmal dieses tote Hunde-Hardline gehabt, in dem Jahr, in dem Ding gelaufen ist, Hounds of Love. Da haben wir dann während die anderen Filme ja immer wieder das Thema totgetretene oder erschossene Hunde gehabt oder so. Wir haben ja schon das tote Kinder-Hardline gehabt und ja, und das ist auch wieder sehr viel um Kinder gegangen. Ja, solange es nicht um tote Katzen geht, bin ich zufrieden. Super, stimmt. Super. Das passt so. Ja, weiter geht's um 3 Uhr mit unserem Doppel-Kurz- oder Mittellangfilm. Nehmen wir es mal so, oder? Weil sie waren ja zu lang für die Kurzfilmblöcke und zu kurz für die Langfilme. Ja. Und drum sind 2 deutsche Mittellangfilmproduktionen zu einem Block um 3 zusammengefasst worden. Und es ging einmal los mit Celestial Body. Eine Weltpremiere mit Gast. Regie war der Henry Hang Min Ko. Und ja, in der hat mir ganz viel Interpretation lassen und ich hab mich da voll auf ein Thema eingeschossen, bis uns der Flo am Sonntag beim Frühstück gesagt hat, nein, es geht um ganz was anderes. Ich war aber auch ganz woanders, interpretationstechnisch. Also ich muss ja keine verteidigen, ich war auch ganz woanders. Der Film ging gut los für mich, hat er mich aber dann krass verloren. Er hat 63 Minuten gehabt und er war mir zu, wie soll ich es nennen, zu verkopft, glaube ich, hast es du oft genannt, Mike, oder was der Seppi, ich weiß nicht mehr, der hat das Wort benutzt. Und das passt hier ziemlich gut, finde ich, weil der schon extrem in Metaphern irgendwie sprechen möchte und du musst schon extrem
die mit einhängen, dass du da wirklich mitkommst. Und ja, wie gesagt, am Ende war ich auf eine Idee gekommen, was mir der Film sagen möchte, was aber überhaupt nicht gestimmt hat oder gerade zum Teil. Und das ist in meinen Augen ein bisschen so das Problem an dem Film gewesen. Also handwerklich voll gut. Da wisst man ja, dass eigentlich egal ist, was uns der Regisseur sagen möchte, sondern wichtig ist, was wir mir aus dem Film Ja, das stimmt. rausziehen. Stimmt. Das weißt du. Nachdem der Regisseur den Film abgedreht hat und gibt ihn aus den Händen, kehrt ihm nichts mehr dran und er hat kein Mitspracherecht Nix mehr. mehr. Das ist, das stimmt eigentlich, ja. Zu Deutsch heißt der Film übrigens Himmelskörper. Und ja, es ist ja, glaube ich, auch, der Flo hat uns dann erklärt, es ist ja eine Abschlussarbeit gewesen für diesen Regisseur und sein Filmstudium. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich nicht so seine 100% eigene Vision, weil diese Drehbücher gehen dann nochmal durch x Revisionen und dann muss ja jeder Professor da nochmal sein Ego einschleudern und deswegen ist da vielleicht ein bisschen was auch verloren gegangen, was nicht hundertprozentig seiner Vision entsprochen hat. Oder es sind mehr Sachen drin, die er eigentlich haben wollte, aber er muss, um bewertet zu werden, bestimmte Sachen drin haben. Drin lassen, und deswegen, also wie gesagt, den, wenn man jetzt ein bisschen so, ein bisschen kürzen darf und der hätte jetzt auch so diese, weiß ich nicht, halbe Stunde, dann das ist für den locker gelangen und dann ist er Voll. ein wenig knackiger. 30 Minuten hast du ja gerade gesagt. Ich glaube, Ja. wir haben überhaupt nicht gesagt, wie lange der überhaupt ging. Das waren 63, Doch, habe ich schon gesagt. mit die 63 Minuten. Habe ich schon gesagt, ja. Weil für mich hat sich das Erst wieder nicht angefühlt zu. wie 2 Stunden. Also es war sehr, sehr wiederholend, das ganze Thema. Obwohl ich sagen muss, dass der, ich glaube, Jaron Kem, der junge Schauspieler, sehr, sehr, sehr gut geschauspielert hat, was die Bildsprache betrifft. In dem kompletten Film hätte aber keiner von den Kollegen reden sollen, weil das hat einem dann gleich wieder ein bisschen rausgerissen. Nichtsdestotrotz sehr beeindruckend als Spielfilmdebüt. Und du, kürzen kann man was Langes immer, ne? Aber wenn es fast schon zu kurz ist, dann was ist das denn dann? Ja, genau. Ja, eben, Da- ohne da- Schwarzen geht schlecht. Pech. Apropos Brauchst Holzelektroden. zu kurz, zu lang, manchmal passt es auch haargenau, und zwar bei Krampus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vornehmen muss, weil ich glaube, der Lukabi war am aller begeistertsten von uns alle. Lukabi, möchtest du mehr dazu sagen? Oder darf ich einfach da jetzt schmatzen? Ich kann zumindest deine Einleitung nur ein bisschen ausschmücken. Schmück bitte. Wer sich an unsere Fright Nights Folge von 2024 erinnern kann, der kann sich bestimmt daran erinnern, dass wir alle sehr begeistert waren von einem der Preisträger. Und zwar, ich glaube, es war eine besondere Auszeichnung direkt von der Jury an den Regisseur. Und das war damals der Kurzfilm Drut. Und dieser Regisseur, der liebe Florian Ecker, hat jetzt hier den Krampus abgeliefert. Ab hier möchte ich schon wieder lieber an dich übergeben, weil du hast einen sehr, sehr, sehr treffenden Punkt gebracht, mit wem du ihn vergleichst. Und Ach so. das möchte ich dir nicht stehlen. Ich hab's in unserem kleinen Roundup schon gesagt, aber der Florian Ecker ist für mich der bayerische Robert Eggers. Weil das, was er da mit Krampus eben abgeliefert hat, schaut so krass authentisch aus und auch von der ganzen Ausleuchtung her, von der Figurenzeichnung und so. Also es ist wirklich alles sehr nachvollziehbar, obwohl eben also so ein übernatürliches Element dabei ist, eben die bayerische Sage vom Krampus. Wobei ich jetzt nicht weiß, ich glaube, die Schweizer haben gesagt, bei einer gibt's das nicht, aber ich glaube, das gibt's auch in Österreich, diesen Krampus. Und das wird da quasi in einem Drama verarbeitet, in dem ein junger Bursche vom Dorf, von der Jugend gehänselt wird und von seiner Stiefmutter wieder gehasst, weil sie ihn an den Vater erinnert und der einzige, den er mag, ist seine Stiefschwester. Und er struggelt immer mit sich selber, weil er meint eigentlich, er ist schon ein braver Bub, aber alle sagen ihm immer, wie schlecht das er ist. Und dann kommt eines Abends, an Heiligabend, an Weihnachten, die große Abrechnung. Und das Ganze ist extrem emotional, saugut gespielt, wie schon gesagt, authentisch, mitreißend, eine halbe Stunde war das wirklich Wahnsinn. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Gänsehaut und verdrückten Tränen. Ja. Weltklasse. Ja. An dieser Stelle nochmal, Herr Ecker, großes Kino, bitte weitermachen. Das war ein Volltreffer. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Der war echt platziert ins Kreuz, Ich gell? habe mit so viel Leid über das restliche Wochenende dann geredet, die auch gesagt haben, okay, Krampus war für sie das absolute Highlight. Und ich habe es, glaube ich, mehrfach Florian gesagt. Und es tut mir leid, dass ich das vielleicht ein paar Mal zu oft gesagt habe. Aber das musste raus. Also ich war wirklich extrem baff, weil damit habe ich nicht gerechnet. Dass mich so ein
Mittellangfilm, weil mit einer halben Stunde war er eigentlich fast zu lang für die Kurzfilme, trotzdem zu kurz für die Langfilme. Mich da so mitreißt und begeistert. Ja, und dann cool, dass er wirklich in Dialekt gehalten worden ist, weil der Film ist ja in Niederbayerisch auch gehalten. Und das finde ich auch mal geil, weil oftmals werden so Dialektfilme eher so in die spaßige, slapstickartige Idiotenschiene umgeschoben. Eberhofer gefällt das. Ja, genau. Aber dass mit dem Dialekt gearbeitet worden ist und trotzdem so ein bierernster, mitreißender, düsterer Film dabei entstanden ist, das hat mir auch richtig gut gefallen, dass er da zu seinen Wurzeln gestanden ist, weil er kommt ja aus unserer Gegend, aus unserer Ecke da, aus dem Rottoi, einer von den Rottoi-Biffen ist er. Und das finde ich geil, dass er da auch zu seinen Wurzeln mitsteht und das mit einfließen hat lassen. Also ich bin auch begeistert und freut sich, weil nicht gerade der Krampus kommt schon bald, sondern auch der Florian Ecker kommt schon bald mal zu uns in den Podcast. Da machen wir uns noch einen Termin aus. Genau, dann stellen wir euch genauer vor und er darf einmal seinen Standpunkt ein bisschen erklären und was er noch vorhat und was er schon alles gemacht hat. Und dann habt ihr den alle am Schirm. Genau, und zum Überbrücken werden wir auch noch das kleine Interview, das wir mit ihm aufgenommen haben, veröffentlichen. Da wird er dann auch schon mal das eine oder andere über Krampus erzählen. Servus, ich bin der Florian Ecker. Hallo, ich bin der Lukas Günther. Und wir sind mal hier beim Hardline Festival mit Krampus. Wir freuen uns sehr, dass wir hier beim besten Podcast der Welt, Viva la Movilution, eingeladen sind. Genau, vielen Dank und hört rein. Hört rein. Und ich bin dann raus und habe einen Burger genascht. Ja, du, der Nascht, Kani oder? und unsere lieben Schweizer Freunde. Und ich denke mir nur, ja, wo sind's denn? Weil ich bin sitzen geblieben und hab mir dann nur den Pitch angehört von dem Regisseuren-Duo, wo ich jetzt gerade die Namen nicht weiß. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern wichtiger ist es, dass ich euch den Namen sag des Films, weil da dürft ihr gerne mal reinschauen. Und zwar Der Mann aus Somalia. Es soll ein moderner Western werden und das Ganze spielt in einer deutschen Provinz, also höchstwahrscheinlich ist immer wieder Niederbayern, wo ein geflüchteter afrikanischer Mensch in das Dorf reinkommt und auf Neonazis trifft und das Ganze wird dann enden eben wie in einem Western. Also, sie haben jetzt schon mehr über die Handlung gesagt, aber sagen wir, das war das, was das vor allem in meinem Hirn hängen geblieben ist. Haben einen sympathischen Eindruck gemacht. Schaut's einfach mal auf Start Next. Das ist eine Plattform ähnlich wie Kickstarter. Schaut's dann nach Der Mann aus Somalia. Und wenn es euch gefällt, lasst ein paar Euronen dort. Hey, schmeißt mir einen Zwickel 20 um da. Ich möchte auch einen ordentlichen Shootout sehen in einem niederbayerischen Dorf, so wie ich es kenne. Ja. Bei mir im Großscheibenviertel. Da haben sie gerne mal, lachst. ja, schlag ihr das vor, Simbach. Ja. Ja, genau. Da brauchen sie gar nicht so viel Geld. Also brauchen sie bloß einmal für 2 Tage mit der Kamera rumlaufen und dann haben sie einen Das Western. stimmt. Da hast du alles, ja. Da hast du dann alles. Weil bei uns der Klang zum Einschlafen sind Menschenschreie, Sirenen und Schüsse. Das haben wir übrigens auch alles in unserem nächsten Langfilm, den wir mir um, ich sag's nicht mehr so weit, 18 Uhr gesehen haben. Und zwar hat uns dann der liebe André von Indeed Film den Film Strange Harvest mitgebracht. Genau, und der war ganz schön bitter. Also das war wieder so ein Ding, kein Found-Footage-Film, sondern eine Mockumentary über den Serienkiller Mr. Shiny und wo es der so während seines Wirkens und Schaffens alles für Unfug drin hat und wo es die Polizei unternommen hat, dass er fangt. Und wie das dann eben auch zu Ende gegangen ist oder eben auch nicht, sehen wir in dem Film. Und ich war begeistert. Also das war wieder so ein Ding, wo ich mich selber nach einer Zeit ermahnen hab müssen, so, alter Schwede, reiß dich zusammen, das ist nur ein Film. Also es wirkt alles so krass authentisch mit so vielen kleinen Details, die da in dem Film verarbeitet werden und mit einfließen, die zur Fassung von dem Mr. Shiny führen, vermeintlich. Und das fand ich Wahnsinn. Also ich war wirklich gebannt, das war super spannend und ja, holt's Ausschau, wenn das Ding kommt, von meiner Seite eine volle Empfehlung. Ich war begeistert. Ja,
ich auch. Ich hoffe, wenn das bei uns in Deutschland rauskommt, dann auch mit einer vernünftigen Synchro, weil je authentischer das Ganze wirkt, umso geiler ist eben diese Illusion, die einem da verkauft wird. Wo ich sehr begeistert war, wie diese Mockumentary aufgebaut war, weil wenn man sie jetzt gerade auf Netflix oder so, diese ganzen neuen Dokus anschaut, dann sind die genau so. Immer wieder diese Statements, man hat da diese Übergänge drin, wenn einer gar kommt, wenn einer geht, wenn einer Pause machen will. Und das hat mir schon sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. War jetzt nix für jeden. Also, wir haben auch ein paar kritische Stimmen dann danach gehört, die halt dann gemeint haben, da haben sie jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Ich wüsste nur ich zwei. zum Beispiel, Ich will gerade sagen, ich wüsste nur bin- zwei, ein Seppi und Conny. Alle anderen waren Ich begeistert. bin aber, also ich sage aber, dass der ist nicht schlecht oder so, sondern der hat mir einfach nicht mitnehmen können, weil ich habe so viel Serienkiller-Dokus mittlerweile gesehen und dann kann mir ein Mockumentary über einen fiktiven Serienkiller hat mir einfach nichts Neues bieten können. Ich habe da einfach überhaupt keinen Zugang gefunden zu dem Film. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass der Film schlecht ist, weil man hat, wie sie schon sagt, also ganz viel, der ist ganz hoch in der Gunst von den Zuschauern gestanden. Aber ich habe leider keinen Zugang zu dem Film gefunden. Deswegen habe ich da nicht so lobende Worte für. Dann bleibt er lieber bei Grave Encounters von dem Regisseur. Oh Gott. Ja, ich nicht. Also, da seid ihr lieber das Strange Harvest anschauen. Okay. Ich schau mal lieber echte Serienkiller-Doku. Ja, Passt. okay. Gut, und danach ging es dann weiter mit dem ersten Director Spotlight. Und unser Director Spotlight hat einen, zumindest für Niederbayern, schwierigen Namen. Der Paul Orkicho, Ja, aber er hat ja nur einen Namen, oder? ich Alijo. sage jetzt nur das. Ja, genau, das ist Paul Arquijo Alejo. Haupa, hemen Paul Urquijo, gauaren zuzendaria, eta Rosenburgen nago, Hardline Festivalean oso gustora, eta hementxe Viva la Moviluzion munduko podcastit oberenean. Eta, bueno, jarraitu itzazu ez, bikaina dira. Und es ist jetzt halt auch mein Highlight des Hardline Festivals dieses Jahr. Gauer. Das war also eigentlich war es auch Saarbrücken gewesen, aber das war schon mein Highlight im Wirt Weekender. Drum switche ich fürs Hardline auf Gauer, so viel soll ich schon mal verraten, weil dieses Finale von Gauer, boah, leck mir in den Arsch rein, ist das irre gewesen. Küssen, wirklich- nicht lecken. Ja, stimmt, genau. Also Oh, das war gut, Quabi. küss mir den Ziegenarsch, um ein bisschen genauer auf den Film einzugehen. Irre gewesen. Wir begleiten da eine Dame, die glaube ich, in so einer nicht freiwilligen Ehe ein bisschen lebt und es geht ein bisschen so um gute Nacht, Schreckgespenstgeschichten, die damals auch Kindermann erzählt worden sind, hat er anmoderiert. Und die flieht irgendwann von ihrem Mann nach einem Vergiftungsversuch auf ihm und trifft 3 schrullige alte Damen im Wald. Die haben mich irgendwie an die Feen von Cinderella erinnert, von ihrer Schrulligkeit her, warum auch immer, Idee in den Kopf gekriegt habe, sie schauen null danach aus. Aber von ihrem Babidi Bibidi Buff-Zeig her war ich... Wir haben sie nicht an die Furien beim Herkules. Die wo sie auch genau, genau, die sind auch gut, die passen auch geil rein. Und ja, dann begleitet man mir diese Dame da in den Wald, wo sie dann das erste Mal, glaube ich, von etwas verfolgt wird. Bevor sie dann bei den Damen landet, dann wird das Ganze ein bisschen so anthologiemäßig aufgebaut. Jede Hexe, nenne ich es jetzt einmal, erzählt dir eine Geschichte. Und am Ende läuft das alles zusammen, diese Geschichte. Und es geht nämlich dann darum, dass sie von diesem Mann sie losreißt und eventuell auch die Freiheit dann genießt in diesem Hexenzirkel. Nehmen wir es mal so. Ich find's ja, weil du sagst, das am Ende läuft das alles zusammen. Es ist ja cool, dass sie diese als Anthologie aufbaut. Und das Coole ist, ich hab nichts gelesen, ich hab mir keinen Trailer angeschaut und die haben mir dann gedacht, jetzt, wenn das nach dem ersten Einspieler mit der Kapitelmarketing, wenn jetzt das Anthologie wird, flippe ich aus. Und ich liebe Anthologien und so war's dann auch. Und das Beste ist, es ist nicht nur das voneinander losgelöste Episoden, sondern unsere Hauptfigur, die Katalin, glaube ich, hat's geheißen, die kommt in jeder Folge vor und sie ist immer verwoben. Jetzt ist das nicht bloß eine lose Rahmenhandlung, in der die Dame verstrickt ist, sondern wie in die Geschehnisse von den Episoden.
in dem Film. Und das finde ich super, wie das ineinander gegriffen hat. Das hat mir so dermaßen gut gefallen. Die Stimmung super, das war düster, es war märchenhaft, es war verdammt sexy, die Effekte waren mega gut. Wir haben das Ende, was der Kani gesagt hat, Wahnsinn. Wir haben eine Plansequenz drin, einen One-Shot, da zieht's dir die Schuhe aus. Wahnsinn, mit so viel Leid, mit so einer Choreografie, Hut ab. Großes Kino und ich hoffe, dass das Ding ganz bald bei uns kommt, weil den müsst ihr euch anschauen, der war absolute Bombe. Vor allem hat es mir so gefallen, dieses Ende, weil ich finde, die meisten Hexenfilme und Dämonenfilme und auch, wenn man es dann einmal in Szene gesetzt kriegt, die sind oft so mit der Handbremse. Zeigen das nicht gescheit, gerade so silhouettenmäßig, sind ein bisschen base angedeutet oder so. Und da ist das Finale genauso wie ich das erwarte persönlich. Es ist richtig obszön, es ist ketzerisch, es ist, der Dämon schaut geil aus mit Tippen, beide Geschlechtsteile unten dran, alle sind nackt, fliegen in der Luft, bumsen und was weiß ich. Also genau so stelle ich mir das vor, es muss richtig obszön, es muss eklig sein, es muss gotteslästerlich sein. Ja, da geht's jetzt nicht drum, dass ich es geil finde oder sonst irgendwas, aber wenn so über Dämonen und Hexen... Genauso hört es natürlich finde ich es auch geil, brauchen wir nicht schmerzen. Es ist einfach nur ein visuelles Detail, ob der jetzt da einen Schwanz und Hodendroh hat oder nein, du musst es unbedingt jetzt nur erwähnen. Ja, weil genau auf das möchte ich nämlich raus. Die meisten sind halt dann einfach, die meisten Dämonen sind halt irgendwie so ein bisschen geschlechtslos dann dargestellt, ohne irgendwelche, und das finde ich eben an dem so, das sticht hervor, dass er einfach wirklich obszön und gotteslästerlich und ketzerisch in diesem Schlussakt ist, wo es ich von Dämonen und Hexen und von diesen ganzen Wesen aus der Unterwelt und Dunkelheit einfach erwarte, so wie sie ja ganz oft beschrieben werden, aber in meinen Augen sauber zu selten richtig so dargestellt werden. Deswegen fand ich dieses Finale auch so geil konsequent in der Hinsicht. Mhm. Und Effekte bin ich dabei, aber der Hase, der war furchtbar. Der Kani ist erst mal aus dem Kino raus und hat gesagt, wow! Was du jetzt mit dem Ständer? Er hat alle 3 Ts, Freunde. Alle 3. Mhm. Habt ihr auch so Zeit der Wölfe-Vibes gehabt? Ach, dieser Werwolf-Film. Ja. Nee. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, jetzt, was du das sagst, ja, von der Stimmung her und so, ja. Weil du vorhin ja märchenhaft gesagt hast. Ja, das stimmt schon. Der Abschluss von diesem ersten Akt, ja. Da habe ich dann schon gedacht, wenn die Filme hintereinander laufen, dann bist du thematisch immer nur irgendwo da drin. Ja, das stimmt. Gut, Corby. Muss ich endlich mal anschauen. Unbedingt Pandastorm regelt. Ich hab's daheim. Sehr, sehr geile Effekte. Also unbedingt mal da reinschauen, ja. Ein Dusses. Da muss man vielleicht nur ganz kurz als Abschluss. Das Ding war Deutschlandpremiere und war eben auch das neueste Werk von ihm. Das heißt, auch Gauer stand dadurch zur Auswahl für den besten Langspielfilm vom Hardline zum Abstimmen. Genau, richtig. Jo. Dann ist der Short and Hot Block gekommen, den ich 2 Filme beigewohnt habe. Ja, ich bin da schon wieder ins Netzwerken übergegangen und war mit dem Arthur Trash Cinema Podcast Team draußen beim Kennenlernen. Beim Beschnüffeln. Ja, wir haben uns gegenseitig, wir Katzen haben uns begrüßt. Wer weiß, wie sich Katzen begrüßen, weiß, wie romantisch das war. Corby überlegt, wie begrüßen sie Katzen? Nein, ich habe überlegt, was ich da gemacht habe. Du warst auch Du warst auch mit draußen, oder? Ja. Schon, oder? Irgendwo muss ich ja gewesen sein. Irgendwo warst du, ja. Du hast gesagt, jetzt ist vorbei. Ich sag, Corby, wir geben mir nicht eine. Dann hast du gesagt, nein. Dann sag ich, Corby, wir geben mir immer eine. Du treibst immer ein. Und dann sagt er, das Ja, will ich das nicht. stimmt. Aber Corby hat das mit einer auf Bilbo Baggins gemacht und hat gesagt, I'm going on an adventure und war fort. Ach ja, genau, stimmt. Das habe ich ja schon wieder verdrängt. Ich war nämlich, obwohl wir am Donnerstag auch erst um 1 dann wieder im Hotel waren, nicht nur damit beschäftigt, unsere Folgen dann nur zu schneiden, sondern dann auch um 7 in der Früh nach München zu fahren, um noch was für die Arbeit zum Tor, um dann zu schauen, dass ich rechtzeitig wieder zurück bin, dass ich dann ins Hardline hetzen kann. Und dann ist mir über den Tag eingefallen, Samstag Interviews machen. Das heißt, Party bis spät in die Nacht geht also nicht. Und ich, bin ganz ehrlich, es war sehr eigennützig von mir, aber ich wollte auch Zeit mit den Arthur Trash Kollegen verbringen. So. Ja, so war's. Und deswegen. Dafür ist ja auch diese Fläche des Filmfestivals da, dass man sie kennenlernt und Netzwerk und dadurch entstehen ja coole Kooperationen bei. Da auch gleich mal Spoiler. Es wird eine tolle Special Hardline-Folge von uns mit dem Art or Trash Cinema Podcast noch entstehen. Ja. Korrekt.
Kaffeehaus. Ich meine, Verreck im ums Eck. unsere anderen Kollegen sind auch herzlich dazu eingeladen, mal was mit uns zu pitchen. Haben wir ja schon gemacht. Mit den Bewegtbildbanhausen gibt's eine Folge, mit einem Spin-off Bewegtbildbastarde gibt's eine Folge, Ja, aber mit den die zum Filmpressen Hardline. gibt's eine Folge. Ja, da kennen sie sich nicht aus, was die Hälfte nicht verstehen von lauter Sporisch, die Preisenschelde. Gut, erster Kurzfilm, You Must See It, die Freuden des Kinderkriegens, nicht so freudig in dem Film. Also, Da sind wir wieder bei dem Thema. genau, das zieht sich durch eine Familie, ein sichtlich unglückliches Paar mit ihrem Kind lädt Freunde ein und die kriegen dann zum Singen, was das Kind alles kann oder auch nicht und das ist nicht schön. Genau, Mai war kurz, schmerzlos, hat zwei gute Effekte gehabt, hat passt. Also war von der Länge her mit 16 Minuten ganz okay. Dann haben wir gesehen, wo ich eigentlich wo ich eigentlich überhaupt reingegangen bin, war dieser Film Dark Dilemma vom Christian Fernandez Larrere, der auch das Artwork vom diesjährigen Hardline gemacht hat, das sehr an Lovecraft und die Katzen von Ulta erinnert hat. Genau, und der hat jetzt da der ist ja Comic-Künstler und der hat jetzt quasi einen Kurzfilm gemacht im Neo-Noir-Stil als Zeichentrick, weil der Zeichentricken kann. Genau, und das ist quasi so eine Mafia-Geschichte und Gangster und eine verstoßene Tochter und ein sehr brutales Ende und war unterhaltsam mit 8 Minuten, zack, zack, war das vorbei, bis du geschaut hast, was hat passt, war schön, war cool animiert, oder es geht vielleicht eher so, dass du sagst, das war so Sin City-mäßig ein bisschen, der wollte, glaube ich, so in die Richtung gehen, mit ein paar abgefuckte Figuren und ein Haufen Synchronsprecher in dem Film, den man alle so kennt. Also ich weiß nicht, das Ding, wenn es beim Fernando Larrere, beim Fernandes, Christian. wenn es beim Christian mal vorbeischaut auf seiner Facebook- oder Instagram-Seiten, da kannst du dann auch bestimmt sehen, wo der läuft oder ob der bei YouTube drin ist dann oder irgendwie so. Ja, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe mir einen Link geschickt, ich werde mir den auch noch anschauen, bin schon sehr gespannt auf das Ding, weil, wie du schon sagst, der macht geile Artworks, jetzt bin ich mir auf diesen Stil gespannt. Der hat übrigens auch ein, ich glaube, ein kleines Graphic Novel oder schon rausgebracht, Dark Dilemma heißt das. Also der Kerl ist fett am Zeichnen. Ach so, das ist quasi jetzt eine Verfilmung gewesen von seinem Comic. Ich weiß nicht, ob es direkt vor dem Comic ist, das kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber weil ich den auch noch nicht gelesen habe, leider. Aber wie der Mike schon gesagt hat, sucht an Christian Fernandez Larrere und ich glaube, er heißt Christian Noir oder so auf Instagram und schreibt ihm, wenn ihr das sehen wollt, ob ihr da irgendwie rankommt und unterstützt ihn, kauft euch sein Comic, weil der Typ der hat's drauf, er macht geile Kunst, finde ich. Ja, Und er ist saunett, ich lieb ihn. wie die Kätzchen auf dem Poster vom Hardline. Ja, was auch cool war, auf dem Poster vom Hardline lauter schwarze Katzen und das ganze Hardline ist dieses Jahr zum ersten Mal eine schwarze Katze die ganze Zeit unter die Leute umeinander gerinnt, als war's von Flo geplant gewesen. Verrückt. Dieser Das Flo. war der, also irre, was der für ein Rahmenprogramm aufzieht, der achtet auf jedes Detail. Kein Marketing-Gag ist ihm zu abartig. Und dann lässt er da Das noch einen stimmt. Beidel Katzen, Beidel da aus und lässt ihn Ja, genau. in der Kinokneipe aus, im Biergarten. Genau. Er hat gesagt, bevor es ihn regnet, habe ich kommen auf irgendeinem Hof, lass was in der Kinokneipe aus. Gut, dann war der Samstag auch schon angebrochen mit unseren Interviews mit Andreas Stadl, wunderschönen Andreas Stadl, der Heimat vom Flo. Und da haben wir wieder unseren Stammplatz gehabt und haben die Ehre gehabt, die Interviews zu machen, die euch der Corby die ganze Zeit über schon einspielt oder noch einspielen wird. Keine Ahnung, was er vorhat. Er macht das immer super. Und wenn wir das ja mega gut fertig waren, eben auch mit der Unterstützung vom Martin. Martin. Und der Martin, der hat uns gedolmetscht beim Interview mit dem Paul. Das hat er wieder hervorragend gemacht, weil er dem seine Sprache spricht. Und wenn man dieselbe Sprache spricht, dann kann man sich ganz gut unterhalten. Und so haben die das gemacht. Ja. Und der Corby macht dann Untertitel. Das Einzige, wo er sich geweigert hat, das zum Sagen, ist, dass ich ihm gesagt habe, so, und jetzt sagst du ihm, er soll nur liebe Grüße an den besten Podcast der Welt. Wie Nein, Corby. Sagen. Corby, du kannst gar kein Spanisch, oder? Warum? Er hat Mundo gesagt, also er sagt der Welt. Also er hat wirklich gesagt, Er hat's wirklich der gesagt. beste Podcast Ah, der Welt. okay, nimm alles zurück, Martin, du bist der Beste. Erst hat er sich noch geziert, hat er gesagt, das kann er nicht tun. Und dann macht er es doch. Ja. Hey, super. Ja. Sehr, sehr gut. Der Motivation habe ich so geschmunzelt, weil er gesagt, jetzt sagt er es doch. Genau, und wir waren dann pünktlich um 13 Uhr bei Mother of Flies von der Addams Family. Ja, das war gemein. Der Mike hat die ganze Zeit nämlich ketzt wie Sau, dass wir unbedingt noch zum Alpha Flies kommen. Was
Typisch Nazi, lauter Hitze. Jetzt hör mir auf. was aus künstlerischer Sicht überhaupt nicht schlecht ist. Ein sehr beeindruckendes Werk von der Familie Addams, also der Addams Family. Wir haben ja diesen Film unter anderem mit angekündigt. Und es geht um einen Vater und seine Tochter, wo die Tochter krebskrank ist und sie hat den Plan, dass sie in dem Wald von einer Hexe geheilt wird. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es von Anfang an gewusst haben, dass es eine Hexe ist, aber sagen wir mal, es ist eigentlich schon sehr deutlich. Ja, dass jetzt, dass sie gesagt hat, sie hat von ihr geträumt und ist deswegen dahin gefahren, gehe jetzt fast einmal davor aus. Ja, und ihr Papa hat sich dabei halt nichts gedacht. Nein. Das Ja, das schon. Fiese an dem Film war, dass diese Waldszenen auch nur mit sehr, sehr authentischer und lauter Waldstimmung untermalt war. Also das heißt, du hast ganz laut die Bäume rascheln gehört und dann hat die Hexe auch noch Gedichte vorgelesen. Ein Reh hat bieselt. Und über diese ganze Mischung und du sitzt da und denkst so, ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Aber Sendheld. ich hab mich nicht getraut einzuschlafen, weil neben mir der Stefan Penninger saß und ich mir Da gedacht brauchst du habe, nicht schlafen. wenn ich jetzt einpenne und meinen Kopf auf seine Schulter leg, dann nimmt man mal das bestimmt übel. Und Nie, der das, Stefan mag das. Der ist ein Kuschelbier. sicher. Ja, das weiß ich. Der Stefan ist ein Kuscheliger. Der mag schmucken. Das ist ein Schmuggler. Ach, Schmuggler. Verdammt, dann habe ich da meine Chance verpasst. Hätte ich machen Ja, sollen. nächstes Jahr hast du ihn. Auf jeden Fall bleibt die Addams Family ihrer Reederei oder ihrem Stil treu. Eben auch wie bei Hellbender, er ist sehr, sehr langsam im Aufbau. Also er ist wirklich schon fast hypnotisch, wobei Boller gesagt haben, das war genau das, was ihnen gefallen hat zu der Zeit. Tobi, ich meine die. Und ich muss sagen, das haben wir fast ein bisschen zu gemächlich. Also so, er hat wirklich coole Szenen drin, Atmosphäre top, für das Budget tolle Effekte drin, gute Schauspieler, für das, dass es alles ja immer die gleichen sind, in denen einen die Filme, weil sie alles selber machen. Im Endeffekt auch die Musik von eben auch der besagten Band Hellbender fand ich super. Es hat schon alles passt, nur mir war dieser Anfang, dieser Aufbau, das war schon sehr entschleunigt und hat sich sehr oft wiederholt. Das gegen Ende dann das letzte Drittel super wieder, aber so dieser Mittelteil, da wird er, wie gesagt, er wiederholt sich des Öfteren und ist so langsam, dass ich gesagt habe, jetzt bitte ein bisschen Ska sozusagen. Aber war gut. Ja, also definitiv und ich glaube auch für Leute, die lang ausschlafen konnten und dann nur ein vernünftiges Frühstück genießen konnten, also unser Frühstück war auch vernünftig, aber halt nicht so ausgiebig, für die war das bestimmt ein richtig geiler Start in den Festivaltag. Für uns war das erst mal so das Zeichen, alter Schwede, jetzt müssen wir erstmal wieder Energie tanken, jetzt geht's zum Essen. So schaut's aus. Dadurch haben wir dann das erste Werk vom Paul verpasst, und zwar Irati. Ich habe aber nur Positives gehört. Von dem her, der darf mich auch schon nach wie vor noch interessieren. Gibt's ja nach wie vor immer noch auf Blu-ray. Der ist bei uns schon rausgekommen. Gibt schon. Ja, dann. Ja, dann. Sehr Kauf schön. mal. Kauf mal Ei. Und für uns ging es dann erst wieder weiter um 18 Uhr mit Bury the Devil. Und das war auch wieder so ein Spalter. Also da habe ich erst sehr Unterschiedliches gehört. Und ich muss sagen, nach diesen ganzen, doch verhältnismäßig ruhigen Filmen, war das einfach mal wieder schöne Horrorkunst für so zwischendurch mit einem schönen Gimmick. Wir haben ja hier nämlich auch einen One-Shot und zwar im Achterbahnstil. Also das heißt, die Kamera blieb nie stehen. Was bei manchen Dialogszenen ein bisschen anstrengend war, vor allem wenn er dann so Achter fährt die ganze Zeit. Ja. Aber echt ein geiles Ding. Eine Besessenheitsstory in einem abgelegenen Häuschen an einem See, an einem Wald, wo eine mit Alzheimer erkrankte Dame einer Krankenschwester betreut wird. Und sich dann über den Film herausstellt, dass die Dame nicht nur Alzheimer krank ist, sondern die Kleino einen kleinen Dämonen in sich hat. Und der bricht ab und zu mal aus und rammt das Haus mal ordentlich um. Wir haben mal den ganzen Macht nicht so schöne Sachen. Nein, wir haben den ganzen Freitag gewartet auf den Release vom Trailer von Evil Dead Burn und haben wir dann am Samstag um 18 Uhr einen waschechten Evil Dead Film schon gleich gekriegt.
Der hat eigentlich so diesen ganzen Versatzstücke aus so einem Evil Dead Film drin, inklusive die Besessenen, diese Stimme von den Besessenen. Wir haben ein Tonband, wir haben ein Buch, wir haben Leute, die in Einzelteile zerlegt werden. Also so von der ganzen Inszenierung her hat schon ein paar so Evil Dead Vibes gehabt. Ich fand das, also dieses Gimmick mit dem One-Shot mag ich gern. Man hat dann in ein paar Steiner, ich sage jetzt mit den 4 Steiner oder sowas, wird man wahrscheinlich kennt haben, dass eben da ein Schnitt drin ist oder so. Aber so was, es ist ja so schon schwierig, 10 Minuten lang am Stück zu filmen, wenn du in einem Raum bist und die da bewegst oder dann durch einen Raum rausgehst oder so. Also wie das alles geplant, getimed und getaktet ist finde ich immer respektabel. Und das einen ganzen Film lang war cool. Hat mir gefallen, wie du auch sagst, Corby, nach sehr viel wirklich verkopfte Filme war das jetzt einfach mal so ein schöner Genrefilm, gerade außer, der wollte nicht mehr sein, das hat super passt. Genau. Regie hat übrigens der Adam O'Brien geführt und war insgesamt 103 Minuten lang aus Kanada. Kanada. Und die War USA. jetzt für mich so irgendwie ein bisschen sogar untypisch fürs Hardline der Film, weil er wirklich so ein schlichter Horrorfilm war. Bis auf diese One-Shot-Thematik, aber ansonsten so erzählerisch hat er wirklich überhaupt nichts Neues drinnen gehabt, sondern da war ja wirklich absolute 0815 Horrorkost in meinen Augen. Deswegen, ich war direkt ein bisschen überrascht, dass der in das Programm eingekommen ist. Aber vielleicht wollte er das, nachdem ihr gesagt habt, so ein Haufen verkopftes Zeug, jetzt haben wir einmal, was Simples um die Ohren, der nur ein nettes Gimmick dabei hat, eben diese One-Shot-Machart und dann werden Leute wieder wachgerüttelt fürs Finale mit The Flash itself. Aber wie der Flo schon gesagt hat, man kann nicht immer nur ins Steakhouse gehen oder ins Feinschmecker-Restaurant, hin und wieder muss einmal eine Pizza sein. Und dann war das unsere Pizza des Tages. Ich hoffe mit Sardellen. Ja, auf jeden Fall. Geile, Nur salzige so. Teufel. Genau, der Flakani hat schon gesagt, der Flash itself war unser nächster Film, unser Rausschmeißer, was die Langfilme angeht. Ein sehr atmosphärischer Brocken. Jetzt weiß ich, was war denn das, 19. Jahrhundert, während Kriegsdeserteure die treffen auf ein Haus und wollen dort Zuflucht, und in diesem Haus geht nichts mit rechten Dingen zu, und noch entblättert sie das Geheimnis von diesem Ort und von diesen Personen, die sich da drauf befinden, und unsere Deserteure, weiß man jetzt nicht, ob sie jetzt in dem Haus in größerer Gefahr sind oder draußen bei den anderen Soldaten, würde ich sagen. Und es war auch wieder ein sehr langsames Ding, sehr langsam im Aufbau, sehr dialoglastig, aber dafür tolle Bilder, also von der ganzen Ausleuchtung her, von den Figuren, von den Gesichtern, alle sehr charakteristische Gesichter, vor allem dieser Alte, der mit dieser krassen, tiefen Stimme geredet hat, mit dem Zauselbart und der Glatzen, also wirklich zum Fürchten. Ja, zum Fürchten. Und haben ein paar wirklich grobe Szenen drin gehabt, blutiger Natur. Der hat ein wenig so eine okkulte Thematik angeschnitten, wo ich mir gewünscht hätte, sie hätten die Dialoge mal ein bisschen weg und hätten ein bisschen besser auf dieses Okkulte eingegangen, weil von der ganzen Thematik, wo es jetzt da auf dem Grund und Boden da alles abgeht, hätte ich gern mehr gesehen. Und am Schluss wird dann auch noch was angeschnitten, wo man sagt, okay, so schaut's aus, aber das hätte ich einfach gern mehr gesehen, als wir einige Dialoge in dem Film. Aber so war das auch sehr gelungen, aber mit Abstrichen. Ja, sage ich auch so, weil, also ich war jetzt nicht so begeistert wie viele andere von dem Film, weil mir das mehr gestört hat als Mike jetzt, dass er so dialoglastig war, weil mir das, es ist ja klar, durch das, was man gesehen hat, man weiß, das ist eine Gruppendeserteure und man weiß, da ist irgendwas Okkultes und man weiß, okay, die beide, die einen wissen, die Bude ist nicht so 100% koscher und er weiß, sie sind nicht das, was sie vorgeben. Und das hat mich aber dann halt nach, wie lange hat der dauert? Über 1,5 Stunden. Und nach circa 60, 70 Minuten Katz-und-Maus-Spiel, sage ich jetzt mal, in Dialogform, war mir das einfach zu viel, weil ich dachte, okay, wir wissen das jetzt schon, jetzt wenn sie das Okkulte ein bisschen mit einbauen, immer wieder dazwischen, das ein wenig auflockern, das, glaube ich, hätte dem Film einfach ein besseres Pacing verpasst, weil er so einfach viel zu langsam war. Aber da bin ich auch bei dir, dass der unglaublich geil ausgeschaut hat. Also diese Bilder, die Räume, wie das ausgleicht, das war so düster und dreckig und ungemütlich. Es hat eine richtig geile, unangenehme Atmosphäre die ganze Zeit gehabt. Und diese Gewaltspitzen, die dann da immer wieder mal dabei waren, die haben das auch nochmal schön aufgelockert. Aber es ist mir alles, was diesen Film aufgelockert hat, ist mir zu geballt am Ende gekommen. Das hätte ich lieber ein bisschen nuancierter vorher schon mit drin gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich mehr damit anfangen können. Ich fand die Stimmung eigentlich durchweg cool.
Also die Schwere hat er gleich von Anfang an gehabt und das war halt auch schon wieder ein geiler Kontrast zu dem Bury the Devil. Ja. Also von dem her, ich glaube, es muss halt manche Filme geben, die halt eher mal langsamer anfangen, wo du die aber auch die ganze Zeit nachgrübeln kannst und dir denkst, ja okay, was passiert denn da noch? Und tatsächlich, so wie er ausging, da hat man ja dann nochmal so in die Nasen druckt, was er jetzt am sagen will oder was jetzt dann passiert, das hätte ich gar nicht mehr braucht. Das hätte ich einfach offen Hätte ein gelassen. paar Sekunden früher schon Schwarzblende machen sollen. Ja. Das denke ich mir auch. Ja. Vielleicht nur in die Credits irgendwie das so andeuten mit Geräuschen, dass du denkst, oh fuck, was wird jetzt da passieren? Dann war das auch wieder halt viel zum Diskutieren gewesen, so, okay, was ist jetzt das? Und ich bin dann da gesessen und habe mir gedacht, ja, okay, hey, hätte ich wirklich nicht braucht. Jetzt gibt ein kleiner Hans und schreit dann, Troll! Ja, genau. Habt ihr recht. Aber ja, was haben wir schon zu melden bei den Kassetten? Dann war es wieder mal soweit, der Short and Hard Block. Und ich hab gesagt, ich sitze wieder ein und schaue mir jeden Film an. Jeden schaue ich mir an. Und was war? Mike war richtig on fire, der war richtig. Ich hab meine schnapselnden und birlenden Kollegen einfach zurückgelassen und bin in den Du Short meinst and Hard direkt Block beim Aus- und Filmfressen? 2 eine nahe mit VLM und Art or Trash. Und auf jeden Fall bin ich da rein, Gimme, hab ich mich auf den Film gefreut, der Vorspann geht los und meine Augen gingen zu. Und meine Augen gingen auf, der Abspann rollt, ich denke mal Kruzifix. Jetzt habe ich mich so gefreut auf das Ding, ein Film, in dem jüdische Folklore mit Hellraiser-Elemente verbunden werden sein sollte, aber ich habe es nicht gesehen. Und ich wollte es aber gern sehen und habe mir gedacht, wisst ihr was, es ist so wie alle Jahre, wenn ich dann da jetzt sitze, vor allem auch noch allein, ich sitze da drin und ich schlafe beim Vorspann ein und wach beim Abspann auf und dann macht man das bis um 11, 12 und dann jetzt, nein, jetzt stehe ich auch auf. Und kaum war ich dann draußen und frische Luft, dann war ich wieder hellwach. Bin aber dann nicht mehr ins Kino ein, weil ich mir gedacht habe, das haut jetzt nicht mehr hin. Die wohlige Wärme schläfert mir ein. Und dann war das mein Beitrag zum Short and Hard Block Teil 2. Das ist ja, die wohlige Wärme ist echt so ein Problem, Ja. weil über den Tag sammelt sie in dem Kinosaal wirklich eine sehr, sehr wohlige Wärme und das ist dann auch mein Problem, dass nach dem langen letzten Feature-Film ist da drin so warm, dass ich sage, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich bleibe in der Kinokneipe und wärme mich von innen oder ich bleibe im Kinosaal und schlafe halt einfach den 2 Stunden halt den Sportblock durch. Ja, es ist wirklich so heiß da drin. Es ist so heiß. Also, sie haben wirklich diese Klimaanlage, glaube ich, nur geschraubt. Die aber Ja, nicht die ist abgeschlossen. halt die- Ich glaube, das ist einfach nur, dass halt auch nicht Ruhe ist, dass man sagen kann, hey, da ist aber heiß. Dann kann der sagen, ja, da oben ist eine Klimaanlage. Wenn es jetzt heiß ist, dann kann er eh nichts dafür. Ich hab's schon eingeschaltet. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht eingeschaltet. Ich glaube, das ist einmal Lügenpresse, gelaufen. Lügenpresse. Es war arschheiß. Und dass man sich da einmal zum Heutigen hinlegt, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ja, ich finde es sehr schade, aber ich kann es verstehen. Mir war es genauso gegangen. Ich war sofort eingeschlafen wahrscheinlich, nachdem es dann losging. Und ich möchte nämlich hiermit auch sagen, ich bin totaler Fan von diesen Kurzfilmen, gerade die im Hardline laufen. Und ich finde es ja super, dass sie das machen. Hardline ist ja eines der wenigen Festivals, die den Millier déjà irgendwas vergeben. Sorry, das ist echt ein schwieriger französischer Name, kann ich nicht aussprechen. Ich bin zu doof dafür. Ich glaube, Millier d'Argent, oder? Gesundheit, genau. Und von dem her macht's was mit der Temperatur da drin. Und Ja. ich versuche nächstes Jahr nicht mehr zu arbeiten. Dann können wir uns das wieder alle gemeinsam komplett Da anschauen. kann ich arbeiten am Freitag vielleicht auch nicht. Oder am Donnerstag. Das Schönste war ja, also eins der Highlights vom Samstag war ja dann, dass es der Schimmick Stefan vom Weird Weekender nach einigen Problemen doch noch geschafft hat, hier bei uns aufzuschlagen und mit uns den Samstagabend verbracht hat, mit mir sogar die Nacht im Hotel. Also es war wirklich, ich hab dann sein Dauerkartenumhänger mit seinem Namen hab ich dann mitgenommen, um weiterhin seinen Geruch an mir zu haben, weil ich ihn so vermisst hab, nachdem er wieder gefahren ist. Das war mein Highlight nur, dass der Stefan gekommen ist. I love you, Stefan, dicke Potato geht raus. We love you. We love you. Ja, was es macht, ist mir wurscht, ich kann nur von mir reden. Man redet nicht für andere Personen. Also Ich das hab heißt ja wirklich Tier- Millier d'Argent. Da hast du recht, der Corby. Jean. D'Argent. Ich habe ja sehr, sehr, sehr gefreut, dass der Stefan da war. Es war nämlich nicht so klar, ob er kommt oder nicht. Aber du, wenn schon so geile Leute an diesem 13. Hardline
vorhanden waren, dann fehlt der Stefan definitiv. Und deswegen war es umso besser, dass er dann da war. Der Stefan ist unser Samson des Festivals. Weil mit dieser Haarpracht, mit die der da auffährt, also echt toll. Wirklich imposante Erscheinung. Der schaut aus mit seinem geilen grauen Bart und mit seinen langen Haaren. In dem Alter so volles Haar. Ich glaube, dass das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich wollte gerade sagen, ich möchte wissen, ich glaube, dass der alle 2 Jahre in die Türkei zur Haartransplantation fliegt. Stefan, dein Geheimnis ist gelüftet. Da haben wir ja ganz, lecker, das haben wir ganz vergessen. Es waren ja auch wieder die tollen Schiffersleute da. Der Pascal und der Lukas und der Niklas und die 2 neuen Kolleginnen, glaube ich, aus dem Festival, wo jetzt leider die Namen nicht mehr im Kopf haben. Bitte verzeiht's mir das. Aber die waren ja auch da, die haben wir schon ganz vergessen. Die haben ja am Freitag auch dafür gesorgt, dass es ein bisschen feuchtfröhlicher und länger geworden ist. Und die sind jedes Jahr da und es ist auch immer schön, dass wir mit euch singen. Und ich freue mich schon wieder auf die Folge mit euch und noch mehr freue ich mich, wenn es dieses Jahr hoffentlich endlich klappt, dass ich mal vor Ort bin beim Schiffersfestel. Ja, richtig. Da hat man uns alle gefallen, wenn es mal nicht an Halloween stattfindet und nicht der eine oder andere zu anderen Verpflichtungen muss. Also macht es mal nicht an Halloween. Sonst gibt's hier Rückhand. Und ich krieg Rückhände dafür, dass ich die Namen der beiden Damen vergessen habe. Da dürft's mir auf alle Fälle hauen und schelten. Und wen wir auf jeden Fall ja auch noch grüßen müssen, weil er auch noch Geschenke mitgebracht hat, ist einer von unseren Hörern, und zwar der Bärtige. Da gehen ganz dicke Kartoffeln raus. Er hat uns, richtig dicke Kartoffeln. Er hat uns reich beschenkt. Wir waren völlig verwirrt und peinlich berührt. Ja. Macht es bitte nimmer. Macht es bitte öfter. Okay. Und machten das bitte einmal alle anderen. Hey, was soll das eigentlich? Wie kann das sein, dass nur ein einziger kommt und uns reich beschenkt für das, was wir hier liefern? Wir beschenken eigentlich jede Woche, verstehst du? Ja, eben. Also das Mindeste, was der Michel da gebracht hat, das war das Mindeste. Oh Gott. Ja, aber dickste Potato geht raus an dich, ja. Ich habe heute im Kassettenschmerz schon angefangen, seine Booster-Packs zu unpacksen. Ich habe mich sehr gefreut drüber. Also wirklich unglaublich. Du bist total irre. Und vielen, vielen Dank. Und wenn wir noch vergessen haben, fällt mir jetzt auch gerade ein, den lieben Michael Ort vom Landshuter Kurzfilmfestival. Den müssen wir ja auch noch ein riesen Küsschen rausschicken. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Michael, er sei erst am Freitag erschienen. War zauberhaft, dass du auch wieder da warst. Und ich hoffe, man sieht sie früher als erst im Landshuter Kurzfilmfestival. Ja, ich glaube, wir müssen am Ende noch versuchen, nur ein paar Namen dann zusammenzukratzen. Ja, ich glaube auch. Über die Jury ja noch nicht geredet. Genau. Wir brauchen einen Abspann. Wir brauchen einen Abspann mit Dankesreden an alle. Am letzten Tag, dem Sonntag, haben wir dann ein bisschen länger Pause gemacht, aber lag auch unter anderem daran, also zumindest war es bei mir so und beim Kani glaube ich auch, dass die 2 Filme, die da gelaufen sind, einmal Sasyk und zwar Stinker, da haben wir letztes Jahr schon drüber geredet, im Wird Weekender, das heißt, Herz da gerne nochmal rein, da haben wir auch schon sehr positiv drüber gesprochen. Genau, habt's Pause gemacht. Ich habe ja erst einmal gearbeitet, weil der Stefan mich dazu genötigt hat, dass ich mit ihm Sasyk anmoderiere. Und das war wirklich eine meiner längsten Ansprachen, die jemals gehalten hat, weil er hat's durchgezogen und hat mir wirklich nur ein Wort sagen lassen, und zwar meine Letterboxd Review. Und wer wissen möchte, was da drin steht, der geht auf Letterboxd, sucht mir und liest selber noch. Genau, oder ich spiel's Ei. Oder so, ja. Ja. Machen wir ein Short draus, da gibt's ein Short vielleicht. Ich bin vom Wild Weekender und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, aufs Hardline. Kann ich als Festivalkollege sagen, dass das das beste Genre für Festival in Deutschland ist. Und es freut uns umso mehr, dass hier auch nochmal Sasyk läuft. Ein Grund, wieso Kane hier steht, abgesehen davon, dass ihr seit gestern Abend nicht nur von der Seite weicht. Wie ist bei mir eingeristet? Habe ich jetzt davon. Nee, er hat die schönste Letterboxd Review zu Sasyk geschrieben. Das war nur ein Wort, du kannst ja vielleicht nochmal wiederholen. Sasüs. Ja. Und das fasst den Film ganz wunderbar zusammen. Es ist eine kasachische Version von E.T. in Plumpsklo mit einer schönen Prise schwarzen Humor, aber ganz, ganz viel Herz. Wir hatten ein schönes Q&A mit dem Regisseur letztes Jahr, der ist auch ganz toll. Und das perfekte Einstieg in den Festival-Sonntag. Genau. Und das Ding hat die Herzen des Publikums anscheinend dann auch schon sehr berührt, weil es ist eigentlich keiner rausgekommen und hat irgendwie schlecht darüber geredet. Aber es ist ja meistens so, dieser Sonntag-Mittags-Slot, dass die immer sehr, sehr, sehr gut
Ja, die Jana oft Festivalgewinner, ne? Ja. Sehr oft. Ja. Und danach kam Elementari, der Schmied und der Teufel. Den habe ich mir erst die Woche davor auf Netflix angeschaut, damit ich, wenn wir eben am Paul interviewen, da schon mindestens dann 2 Filme gesehen habe. Eine Maske, die seinesgleichen sucht. Also so geil, wie diese Dämonen in dem Film ausschauen. Es ist echt richtig geil. Also wer Netflix hat, klare Anschauempfehlung, Unbedingt. schaut sich mal Elementario, ist ein richtig, richtig geiles Ding. Auch wieder schöne Mischung aus Fantasy und Horror und auch stimmungstechnisch wieder so wie Gauer. Also auf jeden Fall anschauen. Leichter kriegt's die Filme nicht. Aber hallo. Genau, dann hat die Band Kali gespielt. Klang auf jeden Fall alles ziemlich cool. Und auch da waren die Leiter extrem begeistert. Und dann ging's zum Abschluss. Und ich habe schon lang nicht mehr so viele Tränen gelacht. Ja, das war Wie lustig. bei dieser Ansprache vom Flo und vom Übersetzer vom Adam. Comedy Gold war das. Ja, wirklich, die zwei. Also entweder es war ein extrem gutes, geskriptetes Stück, was die da vorgeführt haben, weil wenn du das höchstwahrscheinlich als Drehbuch da schreibst, dann wirst du es nie so zusammenbringen. Aber es war so geil. Die sollten einen Podcast machen, die zwei. Ja, extrem Da lustig. kann gemischtes Hackern einpacken, wenn die zwei einen Podcast machen. War wirklich unterhaltsam. Der Mike hat auch wieder viele, der von unser Biber aus der Gruppe, der die Trophäen Sockel lauten Flo ja beißt aus dem Holz. Ja. Ja. Da war dann, man hat so richtig die Funken und die Liebe vor einer zwei Sprühen gesehen auf der Bühne, wo es am Flo dann auch ein bisschen unangenehm war, dass er so intim fast worden ist mit dem Mikey. Aber das braucht er nicht, weil es gibt halt einfach platonische Männerliebschaften, die sind halt einfach so. Ja, eben. Und Wenn's geil laufen, wenn's und halt, geil laufen. einfach Best Buddies halt einfach. Manchmal es funkt halt manchmal einfach. Und beim Flo und bei mir funkt es halt einfach. Was soll man denn da machen? Ja, kannst nicht raus. Eigentlich, wir müssen uns unbedingt angewöhnen, bei diesen Abschlussabenden diese Reden zu filmen. Weil Ja, eigentlich schon. Ja, das es gibt ja fast immer schon diesen Mike-Part und das war wirklich der Höhepunkt. Also Mike, wie du da gekontert hast, ich hab mich totgelacht. Das war so geil. Das war Dadurch wirklich dadurch hat's dann der Abschlussfilm ein bisschen härter gehabt. Jumpscare. Ich weiß schon, wir reden gleich, wer dann gewonnen hat. Aber ich glaube, Jumpscare können wir da schon noch schnell abfrühstücken. Es war irgendwie wie so eine Mischung aus Tarantino und Albtraumsequenz. Langweiliger, teilweise langsamer Ja, Albtraumsequenz. der war, ich hab's mir auch am Anfang so gedacht, der geht so ein bisschen, er hat schon so einen Touch gehabt, als mehr so Rodriguez Tarantino-Style, Eifanger. Cooles Battle am Anfang mit dem 4:3 Format und dann immer auch wieder ins 16:9 gewechselt. Glaube ich zumindest, dass das die Formate waren. Und denkst am Anfang nur so, ja, das ist witzig und cool und auch immer wieder mal so diese Szenen ein bisschen lang, dieses Schweigen, das peinlich Berührte. Aber irgendwann war bei mir dann so nach 30 Minuten, man dachte, hey, jetzt musst du schon mal einmal was machen und nicht gerade immer dieses gleiche Lied immer wieder abspielen. Lied ist auch ein gutes Stichwort, weil diese Musik, die da gelaufen ist, da haben wir irgendwann haben wir so gedacht, da habe ich eigentlich die ganze Zeit das gleiche Gefiedel in die Ohrwaschel. Ja. Also ich muss auch leider sagen, dass Jumpscare für mich das Lowlight von den Filmen dieses Jahr gewesen ist. Ich habe mich da auf was ganz, ganz Lustiges und Blutiges und Abgefahrenes gefreut, aber er ist eigentlich nur zum Teil wirklich gut abgefahren und sonst nichts. Anfangen tut er ja Weltklasse mit dieser Vorspann, 4:3, mit so Videoclip-Ästhetik à la MTV, mit Stop-Motion-Animationen, wie früher diese Rob-Zombie-Videoclips da. Ja, genau. War voll cool. Die Mädels mega tough. Man hat einer wirklich gern zugeschaut, aber das war wirklich sehr dialoglastig, das Ganze. Da schließe ich mich jetzt auf jeden Fall an. Und es war halt wieder so ein Ding, mit ein paar so Gags, die man halt schon ein paar Mal gesehen hat, mit Shootouts, die eigentlich keine wirkliche waren. Die Kämpfe auch, okay, die anderen bleiben halt einfach in einer Reihe stehen, die anderen greifen an. Ja, und das war's dann wieder und dann die nächsten, bis so Intervalle und so. Es war einfach null Dynamik drin.
Wie du schon sagst, also ein Film, der soll jetzt eigentlich ein richtig rotziger, punkiger Metal-Soundtrack oder so mit dabei sein, haben wir jetzt da gar nicht Ja, gehabt. genau. Er hat sich aber damit gebrüstet, der Regisseur am Schluss. Er hat gesagt, das ist ein Heavy-Metal-Horrorfilm ohne Heavy-Metal und er heißt Jumpscare und hat keinen einzigen Jumpscare. Also da ist, er versucht die Erwartungen zu unterwandern, wo er noch kann. Super Und Sache. ja, hat man jetzt einmal schauen können, aber es war halt immer so das Ding, wo sagt, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's los. Und dann, wenn es mal leg, jetzt ernst bewaffnet, jetzt, und dann, Wieder nicht. Ja, es- Ja, und dann wieder es nicht. wiederholt sie halt dann auch ununterbrochen. Also Ja. die Szenen sind halt teilweise viel zu lang. Diese Dynamik, die am Anfang da gezeigt wird, die nutzt sie halt wahnsinnig schnell ab. Und das wird diesen scheiß Bildformatwechsel. Da versuchst du dann nur irgendwie zu erkennen, anhand von welchem Muster wird's denn jetzt mal breit und wann geht's wieder zurück in das 4:3 Format. haben wir nicht gehabt. Und- Die Aufklärung Nein. haben wir nie gekriegt. Das, Das war Am Anfang eigentlich war es für mich Willkür. nur, ja, am Anfang hätte ich nur auf das Tipp, dass man so Außenaufnahmen im langen Format sorgt, damit man halt auch so diese Leere der Wüste und so weiter ein bisschen Und in einfach, die aber es ist Häuser ja dann glaub ich, 4:3. genau, um diese beklemmende und Genau. beengte Sache, aber es hat halt leider dann auch in die Häuser Breitaufnahmen gegeben. Und also ich kann schon verstehen, was man da bei dem Film vielleicht, was man da teilweise sagt, weil er hat schon seine coolen, kreativen Ideen, aber war mir, ist ja auch die Langfilmdebüt vom Regisseur, wie war sein Name? Kurz Donny spicken. Hobby. Donny Hobby. Und man sagt schon, er hat coole Ideen. Ist aber, glaube ich, vielleicht ein bisschen am Budget manchmal gescheitert, was mir zum Beispiel bei die Tode aufgefallen ist, weil die meistens im Off passiert sind. Man hat nur das Blut an die Wand spritzen sehen dann, wenn es wirklich rund gegangen ist und das war's dann wieder. Und deswegen sage ich, glaube, gibt es vielleicht einen Zwickel 20 mehrer, wo er dann auch die Effekte besser zeigen kann, weil dann funktioniert der Film auch besser, wenn er geil umeinander blättern da. Zum Beispiel dieser Fettsackbauch, wenn es den Sex wieder platzt und dann eine geile aufplatzte Frau da umeinander liegt, dann warten wir mir Gorbauern ja eh schon wieder mal geil angefixt. Ja, und und auch am Schluss mit dieser Kampfszene, lasst es geiler choreografiert sein, alle auf einmal, geile Effekte mit Körperteile abhauen und so weiter. Aber mir kam es irgendwie so vor, als hätte er eben diese Ideen, die er vielleicht gehabt hätte, hat er nicht umsetzen können, weil zu wenig Kohle vorhanden war, weil alles für Eric Roberts noch draufgegangen ist. ja. Aber ist nur Vermutung. Wer weiß, an wo es wirklich liegt. Jo, genau. Jetzt zur Preisverleihung, Zur oder? Preisverleihung. Also, obwohl der Mike schon alles überschattet hat, sind ja auch noch Preise verliehen worden. Ja, das Geile ist ja immer das, du musst dazu sagen, es ist ja sogar die Künstlerin, die Lily Peitner da gewesen, die dieses Ding aus jedem Razorblade ein Unikat macht. Die wird nicht auf die Bühne geholt, aber der Mike, der das Holzsockel aus dem Wald ausgeschnitten hat, der wird auf die Bühne aufgeholt und kriegt so einen großen Auftritt. Oder der André Bockes, der ja auch dieses Design entworfen hat, weißt du, diese wahren Künstler, die werden nicht rausgeholt, aber der Mike, der sich durchschräfelt und das Zeug aus dem Baum rausbeißt, der darf aufhören. Gut, du hast ja mehr Arbeit gehabt, das ist natürlich anstrengend. und er hat Das mir ist ja noch die anstrengend. Liebe gestehen müssen, das hat er bei den anderen nicht müssen. Ne? Das stimmt auch noch, ja, das stimmt auch noch. Okay, dann verstehe ich, warum die nichts auf der Bühne verloren gehabt haben. Ja, schön war's. Aber ja, sehr, sehr witzig wieder mal. Ja. Wir haben die Jury haben wir noch vergessen, die ja dabei war. Das war ja einmal die Valeria Bestanino, Aussprache fraglich. Elinor Levi oder Louis oder keine Ahnung. Und der Christopher Tauber, endlich ein Name, den ich aussprechen kann. Ja, Christopher, und die Voll gehen Props Katastrophe. raus, der zeichnet die 3 Fragezeichen Comics und ist auch für einige Drehbücher der Hörspiele verantwortlich. Das war ein mega dufter Kerl. Ich hab ihn am Samstagabend angehaut, ob er vielleicht für meine Kinder was zeichnen darf, das ist ein kleiner Sketch. Ob das gang so vor die 3 Fragezeichen, weil meine Kids riesige Fans sind, ihr wisst es da draußen. Und dann habe ich noch im Doc 1 freundlicherweise Druckerpapier gekriegt und dann hat er da einigen Sketch gehaut. Weltklasse. Und auf eine Zeit, auf 5 Minuten hat er da das Bladel voll gehabt, nur für meine Kinder personalisiert und signiert, fand ich einen super coolen Move. Ja. Und wir haben uns da noch super unterhalten da am Sonntag draußen, weil wir haben ein bisschen Zeit gehabt dann, bei die wenigen Sonnenstrahlen, die da waren, ein bisschen zu genießen und schön zu schnacken, ein wenig abzunörden. Und das war mega cool mit so einem Insider da zum Schmatzen. Und den präsentieren wir euch, wenn alles gut läuft, auch noch. Den stellen wir euch auch noch vor, weil der auch ziemlich geile Geschichten aus dem 3-Fragezeichen-Universum kennt und auch ein tolles Comic-Projekt hat,
das sein Baby ist und da könnt ihr mal auf seiner Instagram-Seite nachschauen. Vielleicht findet ihr es, was ist, ansonsten schmerzt man da den Podcast mit ihm drüber. Also es war wirklich sehr interessant, am Mike und Erm einfach mal zuzuhören. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, fuck, ich hätte da jetzt so gern einfach da ein Mikro mit aufstellen und das wird dann, also ja, es war schon ein Podcast, ich war echt begeistert. Ich bin null in dieser 3-Fragezeichen-Thematik drin und trotzdem fand ich das einfach super, wie ihr euch die ganze Zeit die Bälle zugeworfen habt und dann na und da und doch und oh und na, die Filme kenne ich ja gar nicht. Ach, pass auf, da passiert das. Geil. Wow. Ich habe aber mit Bock gehabt, dass ich mir die 3 Fragezeichen jetzt auch höre. Ja, unbedingt. richtig. Unbedingt. Das muss ungefähr so sein, wie wenn der Kani und ich über One Piece oder Pokémon reden und der Mike auch dazwischen steht und sie denkt, boah, cool. Ja, schau, wir haben am Wochenende im Hardline über Pokémon geredet und was fragt der Mike heute, ob wir ihm Pokémon-Karten zubringen können. Schaut's her, es hat funktioniert. Oh, sagt es ja nicht laut. Falle, endlich hat's die. Angeblich für seine Kinder. Ja, genau. Vor allem das Krasse ist ja, da bin ich einmal 3 Abende nicht daheim. Und dann kriege ich einen Anruf, einen WhatsApp-Videoanruf. Und dann heißt es, Papa, was glaubst du, was wir heute geschaut haben? Ja, sag ich, ja, was denn? Jurassic Park? Ein He-Man? Was habt ihr geschaut? Hat's geheißen, Pokémon haben wir geschaut, Papa. Pokémon, weil du nicht da warst. Weil du nicht da warst, haben wir Pokémon geschaut. Sag ich, was? Und hat euch gefallen? Dann haben wir gedacht, nein, Songs. Dabei haben sie gesagt, ja, super war er. Jetzt sammeln wir alle Karten. Ja, da bist du 3 Tage nicht daheim und dann ist der Teufel los. Hey, dann steht alles Kopf. Und jetzt kriege ich schon die ganze Zeit Fragen und Papa, wie viele Pokémons gibt's denn? Papa, was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Sag ich, Freunde, Mike, was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Ja, ich hab keinen leider. Ich muss mir jetzt da erst, das das ist gibt's wie mit schon dem fucking Minecraft, ich muss mir da jetzt erst einmal reinfuchsen und dann mal schauen, was mit der Welt überhaupt los ist. Da gibt's so ganz viele Videos, wo die Eltern die 3 Starter-Healing, also Bisasam, Shiggy und Glumanda, und dann die Kinder drauf loslaufen lassen und dann schaut man, oh, welches Pokémon wählt denn mein Kind? Das darf mich bei dir auch interessieren. Gibt's ein fettes Pokémon, das immer schläft? Ja, Relaxo. Ja, bin ich, dann laufe ich hin. Lege ich mich drauf. Das ist bestimmt so eine Art Sitzsack, oder? Ja. Ja. Ich hab den sogar als Sitzsack gebraucht. Ich habe aber keine Füllung dafür. Das ist das Grausame. Okay. Ja, schauen wir mal. Aber mal noch kurz ein paar Worte zu den anderen natürlich, die wichtigen Jurymitglieder, das darf man nicht vergessen. Die Eleanor Levy, nenne ich es jetzt einfach mal, ist eine der Veranstalterinnen von dem Final Girls Horrorfilm Festival, das sich nur mit Filme mit und über Frauen konzentriert. Da war ja die Magda letztes Jahr, glaube ich, auch vor Ort, hat sie ja schon in dieser Hardline-Ankündigungsfolge bei unserer Volex erzählt. Und die Valeria Bistanino, verdammt, hat die Produktionsfirma Mostrasine, die widmen sich Filmen mit sozialem Kontext, die aber auch im Genrefilm angesiedelt sind, ist unter anderem Produzentin vom The Virgin of the Quarry Lake oder When Evil Lurks gewesen. Also schon sehr namhafte Personen in der Jury für den Merli d'Argent, der dann auch verliehen wurde hier im Hardline an den Kurzfilm Kompost. Applaus hier. Bravo. Ja, da geht man irgendwie aber mit gemischten Gefühlen in diese Verleihung, weil man sich gedacht hat, was? Wieso ne Krampus? Ja. Und ich glaube, Krampus war knapp dabei mit dem Platz 2. Platz. Ja, Platz 2. Sehr schade, sehr, sehr schade. Ja. Ja. Naja. Was ist mit dem Publikum im Hardline los? Wir haben dann die Silver Razor Blade verliehen. Also die Silver Razor Blade ist für den besten Kurzfilm, die Golden Razor Blade für den besten Langfilm und die Silver Razor Blade ging an The Seeing Eye Dog Who Saw Too Much. Leider haben wir mir ja nichts gesehen. Deswegen glaubt es uns einfach. Der hat das gewonnen. Ja. Ich glaube, das ist einfach. Und dann kam die Golden Razor Blade, wohlgemerkt die kaputte Golden Razor Blade, weil bei der großen Stand-Up-Comedy-Show vorne ist der Adams so in Wallung geraten, dass er gar nicht mehr gesehen hat, dass hinter ihm diese Trophäen aufgebaut worden sind und dann hat er die einfach mal runtergeworfen und die Rasierklinge ging abhanden oder ist runtergefallen. Also er war auf alle Fälle nur mal so, die Trophäe war nicht mehr so, wie es sein sollte. Er hat zumindest am Flo eine 5-Euro-Wette gewinnen lassen gegen die Karin, an die hier auch noch Küsschen rausgingen.
Golden Razorblade Gewinner war dann Stinker oder im Original Sasük oder in der Letterboxd Review als Sasüs beschrieben. Genau. Yep. Wie stellt ihr zu die Sieger? Also zumindest jetzt beim Langfilm Sieger. Gut, Mike, du hast den Stinker nicht gesehen. Corby, was sagst du im Ganzen? Was war dein persönlicher Gewinner gewesen? Mein persönlicher Gewinner, also ich habe eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie in Richtung Strange Harvest gedacht. Aber eigentlich wäre es Gower für mich gewesen. Also Gower, da hätte ich gesagt, der hat definitiv verdient. Der hat mir die ganze Zeit Spaß gemacht. Diese episodenhafte Erzählweise, dann auch noch mit diesen Märchen untergeschobenen Thematiken und vor allem dieser One-Shot am Ende. Fuck, war der gut. Das war irre. Und Stinker ist ein toller Film, definitiv. Echt süß, obwohl er teilweise in einem sehr ekligen Ort vonstatten geht. Aber naja, Geschmäcker sind unterschiedlich und wir haben es ja vorhin schon gesagt, meistens gewinnt halt dieser Sonntag-Mittags-Slot. Machen wir bis der Baum, machen wir bis der Hund, oder? Eben, das Geschmackssache. richtig. Ja. Was sagst du, Mike? Was war dein persönlicher Gewinner vom Festival? Ja, bin ich voll beim Corby. Also, wie wenn wir am Kopf zusammengewachsen werden. Also, Strange Harvest und Gower sind meine absoluten Favoriten, haben beides bei mir die Höchstwertung gekriegt, weil mich die dermaßen begeistert haben. Aber wenn du jetzt so fragst, dann müsst ihr mich auf Ohren beschränken, dann ist auch Gower, weil diese Stimmung und diese Bilder, die der kreiert hat, das war schon mega gut. Ja. Was war euer Lowlight? Nehmen wir es mal vor. Was ist mit dir? Du Seppel. Stimmt. Also, Schoß, das was ist Schafsegel. Du Schafsegel. Für mich war es an sich auch Sasik gewesen, da das aber schon mein Highlight, glaube ich, im Weird Weekender war, habe ich mich dann auch auf Gower eingeschossen können. Also da sind wir zu dritt am Kopf zusammengewachsen, wir drei, weil ich fand Gower auch überragend. Überragend. Aber dann jetzt hat meine Frage nochmal wiederholt, was ist euer Lowlight aus dem Film? Ich glaube, dass wir beim Lowlight auch am Kopf zusammengewachsen sind. Ich kann mir es vorstellen. Also die längsten Gesichter hat es, glaube ich, gegeben Sagen bei wir Jumps. es bei drei. Sagen wir es bei drei. 1, 2, 3, Jumpscare. Wow, ich hab das bei 16 oder so gesagt und nicht bei 3. Das ist so langsam. Na, der hat mich echt fertig gemacht. Also, auch wenn ich bei Mother of Lies ein bisschen geschlafen hab, war ich danach wenigstens dann wieder auf kurze Zeit fit. Aber der Jumpscare, boah, ich hab irgendwann echt nicht mehr gewusst, wie ich sitzen soll. Und ich bin dann schon so halbert dann so da gehangen, als ich meine Augen aufgemacht hab. Da habe ich dann am Flo und dem Regisseur in die Augen gestarrt, weil die an der Seite schon standen. Gespannt, wann sie jetzt auf die Bühne gehen können, und hab mir gedacht, oh. Ja, aber ab und zu gedacht, hättest du gerade mal wirklich einen Jumpscare drinnen gehabt, dass ich vielleicht einmal einen kurzen Schock habe, dass ich auch wieder fitter werde, weil ich auch schon sehr müde war. Man muss ja da sagen, das sind schon schlauchende Tage, auch wenn man nur im Kino sitzt, aber das ist anstrengender, als man denkt. Aber war leider auch nicht die erhoffte Granate, die ich zum Abschluss gern gehabt hätte. Es ist schade, weil eigentlich der Stil schon sehr kreativ ist. Gerade der Anfang hat mir Spaß gemacht. Ja. Und ich habe mir dann auch gedacht, diese Prämisse mit dieser ehemaligen oder eigentlich Metalband, die da auf sich eine kreative Reise in der Wüste begeben möchten, ist eigentlich eine coole Story. Es ist einfach dann zu lang und zu dumm. Okay. Das ist der Truss. Ja. Das ist der Trost. Nichtsdestotrotz hat er trotzdem seine Qualitäten, so wie es ja in der Regel immer im Hardline ist. Das wird immer so geil an die Hardline-Filme, dass selbst die schlechten, in Anführungszeichen, schlechten Filme oder nehmen wir mal die Filme, die uns nicht, die Filme, die mir nicht gefallen, denen ist jetzt, so ist besser formuliert, also dass die Filme, die mir nicht gefallen, trotzdem aber eher eine Qualitäten dabei haben, dass du sagst, okay, ich weiß, warum der im Festival ist. Dieser Film hat trotzdem große Qualitäten und ich kann ja verstehen, warum er andere Leute gefällt. Und das finde ich so cool eben am Hardline oder allgemein an so Genre-Filmfestivals, dass es in der Regel trotzdem immer da ist immer was dabei, das ich aus dem Film rausziehen kann, positiv. Ja. Wobei ich sagen muss jetzt, weil wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, das ist ja was vom Programm her sehr verkopft, wegen kopflastig. Jedenfalls, wenn es jetzt noch ein, zwei so reine Genre-Dinger drin gehabt hast, so wie jetzt einen It Feeds oder sowas. Sowas hätte ich noch genossen. Einfach einen ganz herkömmlichen, ganz frechen Horrorfilm einfach. Ganz was Normales. Ohne, dass du irgendwelche zwischen die Zeilen lesen musst oder Mords Meta-Ebenen hat oder so. Einfach mal noch ein, zwei normale Horrorfilme. Das hätte ich noch genossen, aber sonst war das wieder ein ganz tolles Festival. Ja, und irgendeinen gescheiten Splatter-Arme hätte man noch braucht. Es stimmt. So richtige... Brauchen wir wieder so richtige Matscherei, so Night of the Virgin, Assis auch scheiße. Das war also richtig krass.
Ja, aber der Flash itself hat schon auch seine Gore-Momente gehabt. Das war zwingen und hat mit der Mike da vorne angehört mit, jetzt wird's ein Torture-Porn, jetzt Also gibt's ja mal einen richtig. Torture-Porn, Torture-Porn, gell? Und ich hab mir gedacht, geil, Alter, jetzt wird richtig gehackschnitzelt da drin. So wie ich damals noch am Hardline gesagt habe, da wo der Kanye nicht da war, ja, Green Inferno, Kanye, hey, da gibt's Genitalverstümmelungen, hey, da haut's dir alles weg, wenn du den Film schaust. Und der Kanye, und ich hab das noch nie aufgelöst, leider. Ich hab das, der Kanye hat so lange gelebt mit dem Gedanken, dass der Film voll krasse Genitalverstümmelungen hat und dann kommt der Film raus, der Kanye schaut sich noch, schreibt mir dann eine WhatsApp ganz wütend, ich hab nicht nur Genitalverstümmelungen gesehen in dem Film. Scheiße, das habe ich nie aufgelöst. Ja, Hauptsache der andere Depp ist im Käfig beim Wichsen drin gelegen. Das war alles, was mir Genitalien gegeben hat, du Wildsau. So. Sagst du mal, der Mike ist ein riesiger Lügenbaron. Auf jeden Fall ging es dann ans große Verabschieden von das ist immer alle, traurig. die da waren. Und wir haben dann wieder den Heimweg angetreten, den harten. Und waren wir dann wieder in unserem Leben, wo wir hinkehren. Und ich habe dann wirklich auch wieder wegen braucht, so diesen ersten Tag, wenn ich heimkomme. Ich hab mich dann gefreut, weil die Family hat mich dann wieder aufgenommen in dem Kreis. Aber dann in der Arbeit oder so, hey, geistig war ich ganz woanders wie in der Scheiße da drin. Also ich war bin ich immer. in einer anderen Dimension. Noch immer in Regensburg in diesem Ostentor. Also ich muss sagen, ich war emotional ja schon vor dem Abschlussabend völlig kaputt, weil sie die Schweizer einfach aus dem Staub gemacht haben, ohne sie bei mir zu verabschieden. Aber nur bei dir, weil den komischen Corby, den mögen wir nicht. Der ist gerade nicht da, jetzt hauen wir ab. hat's geheißen. Fahren wir gleich, oder? Ja, genau. Da sind Kanye und Mike, die sind cool. Die kriegen noch einen Kuss. Aber der komische Corby, nein, der nicht. Der fasst mir immer zwischen die Beine, das mag ich nicht. Ja, genau, das mag ich nicht. Das ist nicht cool, man. Na, also, Vorsicht, jetzt nicht cool, man, haben sie gesagt. Also sie haben mal richtig lieb dann noch geschrieben, haben sie dafür entschuldigt und also ihr müsst ja dafür nicht entschuldigen, wir haben uns da einfach verpasst und wir bleiben im Kontakt. Das ist natürlich das Schöne. Jo. Auf jeden Vielleicht sind wir das ja bei euch, wenn es euer Halloween-Special macht, das ja auch nicht an Halloween ist. Also die Karten sind schon mal gar nicht so negativ, dass wir es vielleicht zu euch in die Schwitz schaffen. Genau, und neben Martin und dem Flo, die sie verabschiedet haben, haben sie auch davor schon der Manu und der Peter verabschiedet und der Alejandro. Das war auch schon sehr traurig. Dann sind nochmal Tränen geflossen, als der Schimmig Stefan dann ging. Und mein Gott, also ist schon fies, wenn dann über den Tag hinweg die Leute sie schon verabschieden. Ja, so nach und nach schaust du, wie deine Gliedmaßen wegfliegen. genau. Ja. Wir haben uns dann vom Christoph noch verabschiedet und seiner sehr charmanten Frau, die wo man mir da auch kennengelernt, die hat eigentlich gleich zu diesem Affenhaufen recht gut dazu passt. Die hat auch gleich einen Blättschmerz dabei gehabt und ist auch voll nötig unterwegs. Die darf auch wiederkommen. Ja, genau, wie gestatten ist. Die hat bei dem sehr spannenden Match zwischen am Mike und ihm, wie wir Panzerquartett gespielt haben. Wow, Panzerquartett, Alter, das haben wir total vergessen. Ne? Ja. Ja, ich hätte es gern weiter vergessen. Du sitzt da und schaust dir eine Stunde zu, wie es über lange Rohre schmerzen, die Idioten. Und Gewicht. Und wie weit das und genau, über ein Gewicht und wie weit das abschießen. Also wenn man das ohne Beitel sagt, dann hätte es was weiß ich, ein Gespräch über einen Intimbereich sein können. Das hätte man als Telefonsex verkaufen können. Ja, schon. Aber Freunde, wie die bei New Kids. ein neues Set hat er aufgemacht an Panzerquartettkarten und ich habe einen Kobi gleich Vollgas abgezockt. Ich habe sofort gewonnen. Ich bin ab jetzt der Panzerking, Alter. Also sofort, das hat sich schon gezogen. Und du hast nur gewonnen, weil du, warum auch immer, ich glaube, du hast geschummelt, meinen Bergpanzer gekriegt hast. Okay, Der verdammte Bergpanzer. der war's. Na, war gut. War gut. Ja, Genau. war wieder sehr schön. Ein sehr schönes Wochenende und schaut, dass es jetzt wieder so lang dauert. Ja, vielen, vielen, vielen Dank an das komplette Team vom Hardline für die tolle Organisation. Es hat wieder mal alles super funktioniert. Ja. Und das haben ganz viele bestätigt, die zum ersten Mal da waren, die ja gesagt haben, also es ist sehr, sehr surreal, dass man auf eigentlich ein verhältnismäßig kleines Festival kommt und das alles von so einem auch verhältnismäßig kleinen Team so super organisiert wird, das Programm so durchdacht ist, so stimmig. Ja. Also von dem So her. eiskalt uns wieder keine Handtücher geben. Oh, habt ihr das gehört? Den Vorschlag von Arthur Treston im Podcast, was die gesagt haben? Die haben Dass gesagt, wir verprügeln mit den Handtüchern. nein, nicht verprügeln. Die haben vorgeschlagen, eigentlich ist es nämlich echt blöd, weil du die ganze Zeit die dann abhetzen musst wegen die Plätze, weil ja manche reserviert sind.
eigentlich gehört das abgeschafft. Dass das am Anfang vielleicht bestimmt mal ganz witzig war, aber wenn eben dann bestimmte Personengruppen gar keine Chance haben, sich dieses Handtuchrecht zu kaufen, außer natürlich über die Dauerkarten, dann ist das natürlich dann eine Hetzerei. Aber Flo, hör da einfach den Podcast, von Art Trash Cinema Podcast Uhr. Wir haben dieses Jahr, denke ich, genug über Handtücher philosophiert. Ich sag Und nicht, ohne Handtuch-Action ist doch kein Hardline. ich sag nicht mehr Arbeit zu dem Ganzen. Und damit sagst du alles. Na, wie gesagt, Magda, weiß nicht, ob wir Magda jetzt eigentlich schon erwähnt haben, ob wir mit dem am Anfang nicht Nein, sogar haben wir auch noch nicht vergessen erwähnt. haben. Also sind wieder ganz schlecht unterwegs. Also der Flo organisiert die ganze Bumse nicht allein, sondern er und der Vidiot, der Dominik. Die drei sind der harte Kern. Wie gesagt, nochmal an alle da draußen vielen, vielen Dank. Es war Und an uns Josef ein noch, den Fest haben wir auch noch. und Organisation Weltklasse. Es habt es wieder gemacht, dass man sich richtig schön wohlfühlt, dass man wieder die Familie, die man sich aussucht, getroffen hat, einmal im Jahr und einfach eine schöne Zeit verbringen, ganz viel Liebe überall versprüht und heimfährt und sagt, ja, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ja. Oh ja, ich freue mich schon auf die Klassenfahrt. Oh ja. Magda hat ja dieses Mal Standing Ovations bekommen, extra nur für sie ganz allein und das auch völlig verdient. Zu Recht. Ja. Und am Flo, den haben es natürlich, der Adam hat ihm natürlich auch gleich eine Laudatio verpasst, noch bevor dieser Abschlussabend losgegangen ist, weil der Flo, der haut uns nämlich ab, wenn es heißt, hey Flo und applaudieren und so hat er nicht auskennen. Das war sehr raffiniert. Ja, das war gut gemacht. Sogar Vorhin mit zieht sie Blumen. gern seine Lorbeeren. Ja. Das gehört aber leider dazu. Ja, da wir ja der bescheidenste Podcast der Welt sind und Das ist schon in der Behauptung ist schon nicht bescheiden, ist dir das klar? Der bescheidenste der Welt. Ist das bescheiden? Ja, Fuck, Corby. wer jetzt gesagt der beschissenste, dann war es bescheiden gewesen. Ja, richtig. Da war es aber auch untertrieben. Ja, das stimmt auch wieder. Und wir noch gar nicht erwähnt haben, in der Folge zumindest, dass wir ja als offizieller Medienpartner unterwegs waren, wollen wir drei natürlich auch an dieser Stelle uns dafür bedanken, dass wir wie in den letzten paar Jahren die Chance haben, das Hardline hier gebührend in den Medien, vor allem podcast-technisch eben vertreten zu dürfen. Zumindest empfinde ich das so, die anderen zwei schütteln gerade den Kopf. Das stimmt doch gar nicht. Du Penner. Wow, So das ist ein so Käse. ein Rattenkönig. Wahnsinn. Wahnsinn, der Kerl. Lügenbaron von Michhausen. Aber was der Corby eigentlich sagen möchte, es kriegt uns nicht mehr los und wir haben nächstes Jahr auch wieder Medienpartner, ob es uns wollt oder nicht. Ja, richtig. Ob Aber was wir stimmt sollen oder uns nicht. nicht mengen, weißt du schon. Wir haben ja, Wir fleißig sind schon und liebenswerte fleißig, Personen. fleißig. Fleißige, dicke Bienchen. Ich bin eher so fleißige Fettsackhummel, aber gut. Ja. Gut. So, Leute, jetzt gehen wir aber in Ja. Feierabend, weil jetzt dauert die Folge schon eine Stunde 45, den Scheißdreck, mich keiner so lange hören. Der Corby beschwert sich sonst gerade wieder, ich muss nicht viel schneiden. Also müssen wir jetzt leider aufhören. Es ist vielen Dank an das Hardline, vielen Dank an die Leute, mit denen wir tolle Gespräche geführt haben und eine schöne Zeit draußen verbringen haben dürfen. Vielen Dank an Stefan für die heiße Nacht. Vielen Dank einfach, dass wir so eine tolle Zeit haben durften und ihr euch das jetzt auch gehört habt. Und wir wiegen euch auch weitermachen. Das ist schön. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr die Folge mit mir aufgenommen habt. Vielen Dank an Seppi für seine Abwesenheit. Bunt ist das ich Hardline glaub- und granatenstark. Genau, so ist es, so ist es. Somit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Hardline. Doch. Definitiv, ja. Definitiv. Definitiv vom Hardline, weil sonst waren da nur Pflaumen, was ich mitgekriegt habe. Oh Gott. Und wir sind raus. Servus und Habitere. Adieu. Gute Nacht, auf Wiederschauen.